Ja, voilà, merci. Schönen guten Abend, alle Guten. Ich begrüße euch ganz herzlich für die zweite Sitzung von diesem Jahr. Heute Abend sind wir ja auch einmal komplett. Dann wird Publik von der Sitzung von heute, die geht am Serge Eicher. Ja, der Winner ist. Voilà, am Anfang war es traurig, sind der letzten Sitzung. Ich meine, letzte Woche heute mal sich ein bisschen Erholung gegönnt. Es war nicht so immens viel Last war, die einzig offiziell Sache am Anfang, die ein bisschen die größte Sache war, den 8.2., da war der offizielle Start vom Service Ältere Forum zu Niederlanden. Das war Präsenz vom Edukationsminister Claude Meisch. Die regionalen Älterenforum, die von der Lot zu Niederlanden, das ist ein regionaler Raum zu Niederlanden, dann im Centre de Formation oben auf der Trierer Straße, das 121 auf der Trierer Straße. Und in älteren Forum ist am Anfang eine Urlaubsstelle, wo sie überall am Land so 2 Stellen noch machen, allgemein die Raum hat. Geht ein Minister dann noch hin, das ist so ein Platz, wo die Eltern sich können begegnen, wo dann noch Spezialisten, Fachleute sind, die Eltern können beraten, wo die Eltern sich können zusammen austauschen, die Probleme mit ihren Kindern haben oder Frauen haben, wo sie dann noch sollen bei die richtigen Services dann orientiert gehen. Die können dann gucken, elternforum.lu, das ist eine flotte Internetseite, da fanden dann ganz viele Informationen dort. Dann hast den 25.2. nächsten Samstag als Burschbrennen, ich meine, das wieder alle einen Zettel gekriegt. Dann haben wir den 4. März als den Tag vom Bärm. Du hast muss im Ningauer zu Bärbusch vom Sias aus genau beim gepflanzt. Am Mai mittags um 2 Uhr dann pflanzen wir Bärm für die Neugeborenen auf der Spielplatz zumindest am Schlossvieh. Dann haben wir den 8.3. eine Arbeitssitzung vorgesehen mit dem Gemeinderat für über ein urbanistisches Projekt zu schwätzen an der Rue de Neuhäuschen. Wir wollten mal die schwätzen, immer den an eine Prozedur gehen. Dann als den 9. März eine Konferenz vom Automobilsclub über die Elektromobilität für die ganze Region Osten, die als HBS am Centre organisiert. Dann haben wir den 11. März Châteaumoët. Den 12. März hat als Kulturkommission eine Visite von der Ausstellung von der Family of Man von Edward Steichen zu Kleve organisiert. Dann als den 22.3. als ein Themenabend über PV-Anlagen zu Sandpfeil am Centre Culturel. Den has den Dan sich ziemlich mat abrucht organisiert dann zusammen am SIAS mat der Klimaagenz Infopoint, wo der alle Gotten dann herzlich invitiert sind. Dann der 25.3. ist dann noch Samstag die traditionell Großpots, wie man die alle Jahre haben. Voilà, dann wollte ich nur denken, so über die letzten Wochen andauernd Telefon auf der Gemeinde kriegt, weil die Leute das Jahr eben nämlich viel Holz kriegt tun, sind auch viele, die kein Holz kriegt, besonders das Jahr, wo die Holz Medaille ginas Volt geht rein ist. Ich meine, wir haben dem für die 4. war länger breit diskutiert, für man die Quantitäten limitieren. Das ist natürlich klar, die Gemeinde liefert Billigholz, wenn in dem privaten Marché kauft, also die Medaille. Wir können einfach nicht mehr Holz haben und nicht verkaufen. Ich meine, das Jahr war leider so, dass die erst 4 waren und da war ruckzuck alles fort. Es sind natürlich Leute, die gesagt haben, wir Jahr kriegen, dann bis mir das gesehen und nächstes Jahr muss ich vielleicht gucken, ob wir nicht sehen, wir holen Kommanden und dann zeigen wir so, wie auch immer ihn das gerecht kann machen. Wie gesagt, das ist auch nicht möglich, dass die Leute noch Holz kriegen. Und dann hatte ich die letzte Sitzung ja gesagt, dass wir beim Transportminister waren und dass wir doch gefragt hatten, für ein Radar zu kriegen, dass wir wollten auf der Straße zu Schütter auf Knopf kriegen, weil du immer durch Rot gerannt hast. Und du kommen noch der Minister hat gesagt, es gibt nicht Präven. Und du kommen noch 2 Leute, von der Poinchaussee und von der Polizei, zu gucken, wen das Kind aménagieren, weil das ist nicht so einfach. Radar bei einer roten Lut, das heißt, du musst einerseits die rote Lut fotografiert gehen an dem Auto. Das heißt, das ist schon kompliziert. Für den Richter muss du gesehen, dass du doch rot war, wie den durchgerannt hast. Und dann hast du geguckt, und du hast sich natürlich gestellt, die kommen nicht in den Rupp, wenn von Innsbruck könnt für den nur den Bierjob. Und können wir die überhaupt erfasst an die Polizei mir hunlo gerade aus der Reparaturkrit so ein Köch, da stellen wir dem du hin, da gucken wir. Und war ja einerseits vakant, und ich muss so war auch direkt publik gedreht, was doch direkt das zu Schütter Radar stehen.
Ich finde Jolodo einfach an der Gegend an ich fand das immens fein diszipliniert gevorgehen. Das aber so, dass trotz Schulvakanz dann an trotzdem das geht reden wurst am ganzen Land, dass der Radar durchstehen sind nach 764 an denen Poeto geblitzt gehen. Das ist schon nicht schlecht, mehr dass aber so, dass 80% von denen Leuten liegt über 50 waren. Der Tisch aber trotzdem 20%, die gute Charakter sehr waren, werden aber dann 150 Stück sind, die dann aber schnell gefahren sind. Aber mir wird ob die Analyse von den staatlichen Services, wir kriegen auch nicht den allerletzten Detail vom, wie viel die Autos geblitzt sind, mir hat den auf jeden Fall gemerkt, dass Lös gefahren gehen an, das hat schon gewirkt. Ich ging so, dass wenn das definitiv da hing, dass sie dann aber bemol geht so weit hat, dass sie Lös durch durchführt an. Ich habe mich auch schon mal gedacht, am Anfang, wir bauen eine mega Adresse, jetzt so überall, wo die Leute mit 40, 50 da durchfahren, so ein einfacher Radar, also das hat wirklich geholfen. Ich will auch nicht damit so, dass man lieber der Radar so abrichtet. Wie gesagt, die Erklärung ist aber nicht, dass wir da interveniert sind, wirklich zu gucken, kriegt das Auto nicht der fest und da gucken wir, was in Zukunft geschieht. Dann hat er auch gesehen, dass da um PHP klappt, da angefangen haben, zu Minzburg von den Richtung Niederrand, für auf der linken Seite, für eine Marbury Bertrand, da gibt die 5 Häuser gebaut, die wir für eine Zeit gestimmt haben. Du aus der bis dann noch ohne Rotlute gelaufen, aber sie werden den Kanal du an der Straße verlieren, sodass du auch aber meinst ein Rotlute könnt, und dafür steht auch das Schild, das hat er wahrscheinlich gesehen, Passage diffizil, für das Leute aber viel gewarnt sind, dass es nicht so einfach geht. Mit das ist einfach so, wenn man überall mussten an der Straßen als Infrastruktur lehen. Dann hat ein Entrepreneur auf der Kläranlage den Dorlo angefangen mit den Vorbereitungsarbeiten für Terrassmente. Da wird bis Mitte März dauern und dann wird dort richtig Schloss gehen, sodass dann die 150 Kamionen da werden rausfahren. Die fahren natürlich alle guten übersieren und dann noch Minzburg. Wir werden da aber nach Leute informieren am Detail, was da geschieht. Dann haben wir fürst auch alle Guten, dass die Gesellschaft, die Kailu, die gehört am Anfang das Gebäude, wo den Fortgarage dran ist, die hatten ein so Gesicht am Kader vom PAG. Sie haben gesagt, das findet richtig, dass wir dann hier Terrain als Nouveau Quartier akklassiert hätten. Da ist noch nicht kommen, da seht Gericht, aber nicht, dass also PAG mir rechtens 4 mit Gericht sieht, am Anfang hat man versäumt, Mesure transitoires an als PAG zu setzen, dass sie kann die Gebäude umbauen. Es ist also so, dass ein Bestandsschutz hat, dass ein Gebäude kann an der Reihe alle umbauen, der wie am Anfang nicht muss eine PHP mehr, wenn ich beibauen will oder so. Wir haben das Urteil nun unseren Advokat gehen an unseren urbanistischen Büro, weil froh, also wenn hat der Dispositionen do kann an der PAG sitzen, weil entweder das Regime oder so Regime, wie gesagt, da muss Juristen klären. Und wir gucken an am Innenminister Wetterlo, dat Urteil dafür Konsequenzen hat, weil wir sind nicht die einzige Gemeinde, die der Mesuren do kein am PAG stehen. Und dann muss das Dossier ja eben hier auf den Tisch kommen. Voilà. Und dann ist doch so, dass am Moment die Ausschreibungen ja auch von den Nicht-Lützeburger Pfehlerlüchten ein großes Thema sind. Wir haben ja auch das letzte Mal darüber geschwärzt. Und das so, wir hatten alle Bürger, die er froh könnt, alle Lützeburger, die er nicht angeschrieben, weil ich aber kann ausschreiben, hat mir persönlich angeschrieben. Und daraufhin haben sich 33 Leute angeschrieben. Aber im Moment sind wir zwar bei 20,40% von den Nicht-Lützeburger, die für die Gemengewahlen angeschrieben sind, und 16,53% für die Europawahlen. Das Landesmoyen, das hat er ja gelesen, gestern an der Zeitung bleibt bei 12%, das ist mir schon da drüber. Wir haben gleich gesagt, wir sollen uns einfach ein bisschen bemühen, dass im Moment auch Flyern, die werden nächste Woche verteilt gehen, vom Leute invitieren dann auf dem Tag von der Ausschreibung, den 19. März, dass sie da sollen auf die Gemeinde kommen, wir haben das Populationsbüro dann von 9 bis Mitte 4 ab, wo die Leute sich dann ausschreiben können. Das ist auch nicht das Populationsbüro, weil meistens von in Europa könnt ja ein Mann mit all anderen Sachen, das ist für sich auf viele anzuschreiben.
Und nächste Woche morgen eine Reunion von der Integrationskommission, wo wir da sollen zusammen gucken, wer eventuell noch von anderen Aktionen, wer die noch kann machen. Voilà, was dann das Projekt noch geht, die NRW sind, ich meine, Rue du Village, da ist das Projekt praktisch aufgeschlossen, da sind ein paar kleine Reparaturen zu machen, sodass denen dann auch ganz fertig ist. Da sind wir natürlich auch von verschiedenen Leuten gefragt, während mit dem Risikostein, den hier sieht, da Lasers, den du abgetippt wird. Das ist so, dass sind Häuser auch teilweise die Haie aufgerappt sind, die sind da stockiert, dann werden alle Guten da gebracht gehen mit einem Konkasse und dann gehen die da angebaut am Tal von dem Stall. Das ist am Anfang aus der Circle Economy, wo dann eben die Sachen rumverwehrt gehen. Weil natürlich auch nicht der beste Werte, wie so ran rausgefahren sind, das gehuvelt wird für alle Spähen, so, das dann so. Heute Sendungen, da sind Tresor, so habe ich dann an der Endfest, die ist so gut wie du aufgeschlossen, da wird lösen, trotzdem an die Sache gebaut, die nur einmal am Delay, sodass wir da die Arbeiten theoretisch für die Congé von den Entrepreneuren dann fertig schon. Dann geht auch den nächsten Tag der Rue Principale Neuheißen auf der Hecht von das Kapell bei den Scouten, geht auch den Buckel da gebaut, der Ralentisseur, wo man gesagt hatte, wo ihn dann mit 50 da, wo ihn ein bisschen aufgebremst wird, da werden Entrepreneur demnächst aufrappen. Dann d'Entrée Schloss gewesen, gesehen auch, da sind Kanäle habe ich den am Gang und das lief auch anständig Führung. Dann haben wir nach Sanierung von aller Quelle, wo das Projekt aufgeschlossen ist. Du hast eine definitiv Mise en Service, die muss gemacht werden, mit dem Projekt ist dann definitiv auch aufgeholt. Wenn Heichbau geht, da sind wir im Speicher, wenn wir immer kleine Verzögerungen, weil Material nicht können, weil die Firmen nicht unbedingt immer zur Zeit da sind, aber die da sind, also sie schaffen aber relativ gut, sodass das auch alles demnächst nicht fertig gehen wird gesehen, von der abgepasst wird Gelände, du hast schon den Absatz, den hast du geschwäst gehen, weil das war nämlich konform. Dann technisch habe ich den ist am Gangen, dann Kompartimentage muss dann natürlich mehr vom Treppenhaus, die Brandschutzmaßnahmen dann bis das fertig sind. Schönberg, da haben wir auch die Wunschten für die Jung. Du hast auch so weit nur streichen, als du am Gang auch die Finissage zu machen, die Fenster neu zu streichen, sodass das dann auch in nächster Zeit wird fertig sein. Der Masterplan, da hat man verschiedene Arbeitsreunionen, da sind im Moment verschiedene Optionen, die da noch diskutiert gehen. Da wird man logisch schon noch eine Reunion haben mit dem Arbeitsgruppe jetzt gucken, wie man definitiv Optionen für die Zukunft sind. Da laufen Planungen und Diskussionen, das läuft. Dann haben wir nach drinnen den Ausbau vom Recycling Center. Da sind wir noch immer am Gangen, da haben wir im Prinzip den Akkord für endlich die Vedo können zu machen. Mir geht es da noch darum, für ein Projekt zu machen, noch, das läuft parallel zum Eisenprojekt von der Straße, weil da soll die ganze Kreuzung rumgebaut gehen, wo da rangefahren wird. Das sind wir am Gerne Point Chaussee zu klären. Wie gesagt, das läuft auch 4 Runden. Dann haben wir die Extension vom Centre Kulturell, die öffentlichen Toiletten. Da sind noch ein paar Kleinigkeiten, die fehlen. Da unten geht ja, wie gehen die Toiletten das den Ausbau hat dem Centre Kulturell, wo ihn dann wenn auf der Spielplatz ist, kann Toilette kommen. Wir hoffen, dass das Lovan wieder besser geht, dass das dann auch abgeht. Voilà, dann haben wir nach den FC Minzburg, da haben wir die Baugenehmigung auch ausgestaltet für die Büfette vom FC Minzburg. Die werden am März ausgeschrieben gehen. Wir haben dann durch das ganze Dossier geguckt. Ich meine, den Dossier ist per Jahr. Da sind wir noch nicht im allerletzten Stand gewesen von der energetischen, denn das energetisch ist nicht 100% optimal. Wir können aber nicht das ganze Projekt an Drecksgestein neu aufhängen, für dann eben das zu erreichen. Da waren Reunionen für zu gucken, für das zu optimisieren. Und wir werden das dann in dem Sinn, geht das auch an die Ausschreibung, wie gesagt. Voilà. Und dann noch ganz kurz, man als ganzen Audit, vielleicht hatte ich gesagt, dass den Naturpakt-Audit 26. Januar wird, da haben wir 40% erreicht. Das ist immer tipptopp. Klimapakt-Audit, den Aslo am April, da schaffen wir dann ganz intensiv drin.
Alkeier könnt ihr bei klein sei vorzustellen. Dann haben wir auch die Aktion mit dem Staudepark für Bierger, das auch ganz große Succès, da sie man nur gefroht gehen, dass viele Leute der Stauden nur setzen. Und dann haben wir auch volles Lo eng M-Box an so eine Aktivität zu setzen, für das Leute auch können man Velo dann am Moment noch Stroß bis an so eine Aktivität fuhren, das so dass man auch engem weil die mehr gelos für ein Impactstudie am Anfang für die Velospist, weil die geht schon durch die Wiss-Monitor an dann hannen wo Gemeng die Terra hört, du hast alles zugewusst, weil du nicht mehr gemerkt hast. Dat sind da verschiedene Äten, die do betraff sind. Wir probieren do bisschen leicht die mir kritisch Punkten zu kommen, dat lebt, so dass man dolo die Planung auch können dann finalisieren. Und dann, wir mussten nämlich denke, bei proprietären Zrecko für mal so wo Pist dann ja noch verlebt. Und da haben wir müssen die Tüto mit prinzipiell nach von den Proprietären an von man wissen man genau Interesse ist, dass man da können. Definitiv gut. Dann ist noch eine Information vom Dern, dass wir die letzten 3 Monate haben praktisch 18% Manner Gas verbraucht, wie letztes Jahr dieselbe Zeit an 4% Manner Strom, sodass wir aber trotzdem als Gemeinde dann auch gespürt haben. Ich habe schon mal probiert, das Maximum zu spüren, wir haben noch einen kleinen Erfolg gemacht. Gut, dann, wie gesagt, die verschiedenen Konzepte, die man müssen, die man erfüllen, haben aufsehen lassen für an einem Kader von einem Audit, die auch Leute zu haben, das Digitalisierungskonzept, das werden dann kurz vorstellen, das kriegt. Die nächste Sitzung haben wir dafür gesehen, Mobilitätskonzept und dann auch Klimaanpassungskonzept nach zu präsentieren und umzuholen. Und da wollten dann nach Klimaindikatoren noch ein Kaffee stellen, da hätten sich die März als Ziel gesagt, mir nur der Woche oder April nachher Hand geschrieben. Gucken wir mal, wie wir dafür kommen. Voilà. Ich meine, das alles fertig zu so nun, du noch ein Absklang so. Ich wollte noch Absklang so, was den Markt betrifft, den 11. Du wirst auch im Repair-Café sehen. Also all die Leute, die interessiert sind, die kleinen elektrisch Sachen, wie sie Flecke, können die gerne lang springen. Und Klimateam werde stand doch gemacht, wo das Thema Wasserspuren geht. Also sind alle ganz herzlich gemacht, invitiert. Merci. Merci, Nora. Und da wollte Alina ein paar Worte sagen über die letzte Komiteesitzung vom SIDA. Ja, schönen guten Abend. Ich spreche Punkte just ganz kurz an, weil das ein ziemlich komplexes Dossier. Wir hatten den 6. Februar hatten wir die Sitzung vom SIDA. Und du hast der PPF präsentiert gehen von 2023 bis 2026. Die gut von der Finanzkommission kontrolliert, auch für gut befand. Also das war ganz gut. Und dann, was am Anfang für uns ganz interessant ist, sie haben 2022 haben sie eine Restfallabfallanalyse gemacht. Und für ein bisschen zu erklären, wie das für sich geht, das geht all 3 Jahre gemacht und du gehen da verschiedene Mengen rausgesicht, aber nicht mehr von der schwarze Back. Und der schwarze Back geht komplett aus dem Nägel gelöscht. Also, das geht ganz angenehm erbig, das ist auch ganz klar gesagt gehen, aber es bringt aber ganz gute Resultate. Also, das wird ganz wichtig, ist, wenn Sie das aufhängen zu sortieren, da geht viel darüber geguckt, wie oft dat de schwarze Back von der Privatstaat an Firmen weggeholt gehen, ob der Back gechippt ist, ob die Gemengen auch einen geringen Back haben, weil das Problem entsteht an der Stadt, dass viele Leute keinen geringen Back wollen, weil sie keinen Platz haben, an der Summe durch Pubel, soll ich Pubel sagen? Okay. Ja. Ah, Back. Ja. Dat viele hat kein gering Pubel haben.
weil immens viel Leute an der Stadt keinen Platz haben, für einen Pubell hinzustellen. Und wenn sie einen Platz haben, ist es nicht immer so ganz angenehm für die Leute, die rundherum wohnen. Und dann wird geguckt, ob es ein Balolux-Gemeng ist. Und dann wird geguckt, ob ein Recyclingcenter an der Gegend ist. Und das, was auch ganz wichtig ist, ob die Gemeng an der Stadtplanung drauf fällt oder Land. Das sind die Punkte, die Sie am Fondgehol mit bewerten. Und dabei kommt dann raus, dass Reststoffe, die nicht mehr verwertet können gehen all Jahr 10-15% hoch, was ein ganz guter Success ist. Aber was auch der Büt ist von dem ganzen Aufwand. Das ist ein Riesenaufwand, was sie da. Wenn ihn interessiert ist und den Dossier hat, kann gerne nachfragen. Das ist ganz interessant mit das ganz komplex. Also dann für die Erklärung. Und dann wollte ich am Anfang nach just so wir haben mit der Kommission vom dritten Alter und Familie und Egalität der Chance mit Altersheim abkennig besichtigen, den Tag, wo sie Porto Vert hatten. Und wir waren ganz überrascht von der Vielfalt von Sachen, die angeboten gehen. Also ganz interessant und auch ganz angenehm für dort zu sehen. Das war es am Anfang. Merci, Ali. Dann gebe ich dann dich froh für den nächsten Punkt. Für dann Digitalisationskonzept wird das herrschvollst du wird nach als Anleitung da so. Ja, vielleicht ganz kurz. Ich meine, wir hatten letztes Jahr, also am Hirsch hat man schon die Undeutung gemacht, dass wir nur dem Konzept schaffen. Und ich meine, den Dan hat am Vierfeld schon ein Offer angefragt bei einem Büro, einem deutschen Büro, die sich BET nennen. Und basiert auf die Offer haben wir dann weiter Kontakt danach geholt, eben noch mit Sigi mal ans Spielbrot und eben für als Gemeinde auch nicht lang dort stehen. Also es wird von den Projekt zu 2 Gemeinden oder zu mehr sogar geschafft. Und da haben wir dann die Gemeinde von jeder anderen auch noch mal beigeholt. Und sie haben ihre Konzepte, ich meine, letzte Woche vorgestellt gehabt. Und wir machen das dann los. Wie gesagt, das war von der politischen Seite von jeder anderen den Fraternes dabei. Und von Schütter war ich dann. Und eben von den 2 Gemeinden waren dann x Service mit involviert. Und ich meine, lo habe ich Pointen noch nicht geholt, und ich meine, da steht dann nur de Mikro. Ja. Merci. Ja, merci Serge. Wie gesagt, präsentieren schon ein kurz das Konzept. Serge, das vergisst, du wolltest noch ein paar Fotos weisen, die sind da. Also, weil du wolltest noch ein paar Worte dazu so im Englisch. Oder nicht? Okay. Also das heißt, am Anfang just für zu weisen, dass man da eine Gruppe wäre von Leuten, dass man das nicht allein an unserem Büro als ausgedurcht tun und dass du eine ganze Methode durch die 100 Stunden, die vom Sigi ja vom BET, also dem deutschen Expertenbüro, geholt hast, für eben das Konzept auszuschaffen. Also dass man viel Post-it geschafft gehen, denn der Verbrauch von Papier war nicht klein, aber nächstes Jahr können wir das vielleicht digital machen, die dort workshoppen. Von daher kleine Summe, aber für dich wollte ich kurz auf den Kontext gehen und dann auf die Objektive, die Methode kurz erklären, kurz auf den État des lieux gehen und dann die Maßnahmen vorstellen. Beim Kontext, die wissen, der Jean-Paul hat für drüber gesagt, das heute ist ein von vielen Konzepten, die am Kader vom Klimapakt 2.0 auch viel gesehen sind. Ich meine, was da noch wichtig ist, und dafür schwer doch dann der nächste Monat wahrscheinlich pro Konzept oder 2 Konzepte nach 4 Stellen, respektive die Experten, die darüber geschafft haben, als dass der vom ganzen Gemengerat erstens mal 4 gestaltet, doch am besten Fall dann ohne Welle 4 zu greifen, dann auch approviert wird, weil der Teil Konzepte, die sind wichtig am Kader vom Klimapakt, dann die gehen auch
über viel mehr lange Zeit wie eine Legislaturperiode geht und dafür als umso mehr wichtig, dass umso mehr, also das umso besser, desto mehr Leute auch noch politisch Vertreter die Konzepte gut heischen. Und was dann natürlich auch wichtig ist, dass das noch Konsens gibt, dass es an die Umsetzung geht, weil Konzept das per Bayer an die Umsetzung, die ist wichtig. Ne? Dafür ich will, der Klimapakt hat viel Konzepte dafür gesehen, an das nicht nehmen, dass es per Bayer bleibt, mit soll wirklich nur umgesetzt gehen. Voilà, also das der Titan ist dann am ersten Kapitel vom Klimapakt 4 gesehen, die Planifikation du Développement territorial. Und da steht eben dran, dass ein Gemeng sich so ein Konzept gehen. Da steht auch ganz groben Detail dran, wer das Konzept soll beinhalten. Und da haben wir es natürlich auch drüber gehalten. Das aber natürlich auch am Kontext von unserem Leitbild 2030 zu gesehen wird, letzten September oder Oktober HF4 gestaltet, genau noch approviert. Genau, da stehen 2 Punkte dran über Digitalisation, und zwar, dass als kommunale Services für die Bürger sollen mehr digitalisiert gehen und auch als internen Prozesse automatisiert und digitalisiert gehen. Aber was sind die Objektive? Bei den ersten Objektiv ist, für durch Digitalisation Ressourcen zu schonen, also mehr Ressourcen zu verbrauchen am Kader von der nachhaltigen Entwicklung. Da schwätzen wir über Reduktion per Bayer, andere Ressourcen, die dann letztendlich einen positiven Impact haben auf CO2-Emissionen von einem administrativen Service von der Gemeinde insgesamt. Der zweite ist die elektronische Administration nach zu stärken und damit auch die Qualität von den Services, den der Bürger zur Verfügung stellt, zu verbessern. Und der dritte ist für die Gestione von Gebäuden zum Beispiel dann noch von unserem technischen Erbesten immer mehr zu digitalisieren, wird dann effektiv am Idealfall zu einer besseren Effektivität von der Arbeit führen und damit wird Schrittfrieden gewonnen. Aber zu der Methodologie, den Serge hat es schon gesagt, wir hatten dort den Sigi an den BET mit an Boot geholfen, für uns zu unterstützen. Das auch ganz vom Sigi finanziert ging, man bitt auch für das auf einer Gemengen die nämlich Methode anzuwenden, für sich so ein Konzept zu erschaffen, also für das auch auf einer Gemengen, die da beim Sigi sind, anzuwenden. Aber das an 3 Etappen, als das ganz geschieht. Die erste Etappe als wie immer, dass man Etat de lieu gemacht gehen, das geguckt gewesen sind dann überhaupt Akteuren an der Gemengen, die bei einer Digitalisation betroffen sind, respektive die können Services anbieten, die auch digital können sind. Dokumente sind hin und her gegangen, die ein Expertenbüro analysiert hat, geguckt hat, klappt der verschiedenen Domänen gut oder nicht, wer das verbessern. Und das aber war doch ganz wichtig, als das Interview mit den verschiedenen Leuten aus den Services gefordert gesehen, für zu gucken, was sind dann hier, wo merken sie am alltäglichen Probleme oder meinst du als zum Beispiel ein Service auch einen internen digitalisiert, dann als aber irgendwo muss eine physische Unterschrift drauf und dann als der ganze Prozess eben nicht mehr digital, weil dann einfach muss geprint gehen. Und da sind die Leute, die an den Service schaffen, die wissen am besten, wo da noch Potenzial ist. Und da sind natürlich noch vom Expertenbüro mehr Technik oder mehr Pratik geguckt gehen, was geht auf einer Plätze gemacht, wie kann ich das zu Schritte umsetzen. Aber das Ganze ist durch eine interne und externe Analyse gegangen, die sogenannte SWOT-Analyse, wo dann die Point fort, Faiblesse, die Opportunitäten und Risiken geguckt gesehen. Und an der zweiten Etappe, als nur der Analyse, dann eine Liste von
Sujet kommen, die kennt ugoen an der Gemeng. Donno die sind du Press selektioniert gehen, sie gruppeiert gehen, evaluiert gehen an den Workshopen, dass eng Evaluation an eng Priorisation gemerk gin an dünn schlussendlich nur den ganzen Etappen sind am Anfang die Fotos, die dafür gesinn hut aus de Worten den Laurent Herz auch ein Member von dem Grupp an den Workshopen dabei für eben alle Service können aufzudecken an dünn as dat eben Stand festgehalten gin an einer dritte Etappe sind op de Themen die Großthemen sind Maßnahmen gesagt gehen an Aktionen, wie sie dann in Zukunft, die dann in Zukunft sollen umgesetzt gehen. Bei schließen ich noch nicht alles vor, das steht am Dokument, das die Methode, also das ist eine Pestel-Methode, dass die Hunde vier drin ich gesagt auch noch nicht kannt. Da wird da geguckt, ob wie ein Abflussfaktoren von der Politik, ob Digitalisation, also wie eng Abflussfaktoren do sinn, ökonomisch Faktoren sie geguckt gehen, Sozialfaktoren, das zum Beispiel Webmemmer mat dee Leiit am dritten Alter, die vielleicht net so op digital Sachen oder Medien können zurückgreifen, wat geschieht mat denen, wat sind technologisch Faktoren immer gut abgestalt, mat Tresor Subannung fir überhaupt können eng Digitalisierung vun de Service zu machen. Umwelttechnisch Faktoren sie gegucken und natürlich die legal, da sind wir da ganz oft effektiv bei einer elektronischer Signatur, was ist legal, was ist nicht legal, was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen, da gibt es ja verschiedene Solo, zum Beispiel der Gemengerot in einer Deliberation hält, muss du eine physische Unterschrift drauf sein oder kann das legal auch gemerkt gehen mit einer digitalen Unterschrift. All die Aspekte, die geguckt gehen und analysiert gehen, an dünn an zweiten Schritt als dünn die SWOT-Analyse geguckt von den Sujeten, die zurückbehärde gesehen. Voilà. Hi, für an der zweiten Etappe wollte ich schnell kurz ob die Sujeten nachgehen, also die Sujeten, die geguckt gesehen und evaluiert gesehen, da das natürlich alles Prozesse ohne Papier, also durch Schweizer für Administration Elektronik, auch eng Gestion, eng Digitalgestion von den Erbechten, von technischen Erbechten, digital Solutionen am Bereich von Données, an dann noch nach iwwer Energie, Wasser an Auffallverbreich geschwert, ob do Digitalisationsmöglichkeiten ginn an zu guter Letzt nach Mobilität. Bei dünn hummer op all die Sujet Kriterien drop gesät, die auch nach Gewicht gesinn, fir zu gucken, wer huet de meeschten Impact iwwerhäbt op eng CO2-Reduktion, wat sind die vier fir Gemeng, as das überhaupt méigich, also d' Feasibilitéit das geguckt in die technisch, die finanziell an die organisationell an dünn zulächt sinn noch nach Synergie mat Aktivitäten geguckt gin, déi eventuell schon gin. Fir net schreife lo bësse fir op de Plan d'Action, méi du det jo schon gesinn, si féier gros Themeblick dun herauskom, déit Gemeng Schëtter, also wo d Gemeng Schëtter oder de Schafferot mat den Experten nochmal gesäit, wo Potenzial ass fir ze digitalisieren, dat sind die Prozesse ohne Papier, extern sowie intern. Da schwätzen wir von nachhaltiger Nutzung von Ressourcen an Optimisation von der Energie an den Gebäuden. Auch da gibt es digitale Solutionen, wie zum Beispiel kann durch einen Präsenzdetektor Geteizungen abgeführt oder so ein Gebäude oder durch ein System von Reservation von Zell, den elektronisch wäre, dass das nicht immer muss gehützt geben, was kein do ist. Da das am Moment noch nicht, also wir sind da auf einem ganz guten Weg, ne, das nicht, dass wenn den do drauf schafft, dass du nicht gemerkt hast, aber du sicher Sachen gemerkt, mit das einfach auch noch Potenzial da für da mehr weit zu gehen. Dann der dritte Bereich, den hat Potenzial angeschaut, also das für überhaupt all die Données, die wir haben,
ordentlich an digital an automatisiert zu surveillieren an zu evaluieren an die feiert pist da das den smart lighting also eng intelligent Straßenbelichtung wo auch wann ihr dat digitalisiert Potenzial als für Ressourcen zu schonen erbecht anzuspüren. Bon, Etat des lieux gin ich ein bisschen zurück du gin ich net op alles an die steht am paar Bayer dran das alles geguckt gehen als Service sind gefrot gehen wer tummer dann überhaupt elektronisch der Schweiz über Teletravail über City App über den Ticketing-System für Facility Manager für derbisch zu verdelen mir schwätzen über ein Energiemonitoring-System wo man schon ganz viel digital Daten hun mir schwätzen über ein Erklärage die schon teilweise am LED ass über Resoen bei der Mobilität über die QR-Coden die op de Bushäusischer sind Appen Mobilitäts-App oder die net mehr davon wo man woch immer Lien drop setzen also weiter so fort also mün ein ganz Panoplie Sachen die digital sind die schon gemerke sind wo bei verschiedenen eben nach Verbesserungspotenzial ist, aber bei anderen die schon aufgeschlossen sind. Bon, nur dem Etat des lieux an nur dem ganze Workshopen als dann die Plan d'action ausgeschafft gehen auch do das sind die Feier Domäner die ich für gesagt und die du rausgesicht gesehen auch do gehen schon nicht op dem Detail an was wichtig ist zu wissen mir hun immer einen Status von der Aktion haben Druck gesagt also verschiedene Sachen sie planifié andere sich schon en cours ganz pur sind da schon terminé aber die stehen aber heute dran an Ziel ist dass all die Sachen an den nächsten Jahren für planifié immer mehr Richtung terminé rutschen das lo kein fix Deadline do hannen run méch menggen dat soll all Joer enker bisssen evaluiert gehen an erwichte ass dat et an dem Bereich dann Fiero geht an dat man do weiterkommen an da muss gucke wer kann net den Expert so studisch viel fir geholl van der toten alles zum Beispiel bis 2030 wird machen dann hut richtig viel gemer an dat gött auch effektiv von den Zeithorizont zum Beispiel wie die Klimapakt 2.0 seit 2030 gött dat immens sportlich an mengen dat man dat auch wahrscheinlich net werden packe für alles umzusetzen dafür as Swift wie all Joer wichtig an noch da können nei Überlegung auch mal drakommen an die paar Bayer den oder dat Konzept kann sich dann auch ändern. Aber wie gesagt, ich gehe nicht ob all die Maßnahmen an sind die 4 Domänen die man definiert tun und dann wann der frohe sind zu verschiedenen Maßnahmen da probieren Strupp zu antworten Sigi den Nationalwischen Akte der kommt selber leider haut nicht dabei sind der nächste Jahr entschuldigen anschwenkenden Laurent sucht für eventuell war frohe sind probieren können zu antworten. Voilà, vielmals merci. Merci Dan. Ich meine, du gesagt hast, dass Gemeinde Schütter am digitalen Zeitalter auch kommen. Merci ich alle Grüße, Herr Stern, de Laurent und auch de Paul für die enorme Arbeit, die du alle gut gesehen hast, dass du hast nicht einfach so zu meinem gerüsselt gehen. Voilà. Ich meine, wir froh sind, dass du für Sie heute zu freuen. Das ist der Moment. Jean-Pierre. Ja, so ein großes Merci für die viel Arbeit und die exzellente Arbeit. Und noch Präsentation. Ich will just ein klein froh und nicht zu stellen, dass den Faktor socio population croissante vieillissement de la population, ce qui peut poser des problèmes d'inclusion digitale. Die einen können das, die anderen können das besser. In der was für einer Form ist das dann eventuell viel gesehen, mit den vielen Sachen, die digital dann nach Schluss zu kriegen sind, mit denen Leute, die das da freuen, ist das doch nach der möglich, dass das doch nach ein paar Bayer kennt.
meine, du sind wir schon am Detail von der Umsetzung. Also ich ging mal prinzipiell so, ja, das muss ja garantiert, wenn essentielle Akte sind oder so, das muss ja garantiert sein. Und das ist immer, wenn das Konzept umsetzt, so an Detail geht das noch nicht. Ne? Das muss wirklich gucken, wann er die einzelnen Maßnahmen umsetzt, und was da Besoin sind, und wie das dann am Detail kann umgesetzt gehen. Das ist ja so, ich meine, Dan hat gesagt, das geht schon wirklich an den Detail. Und ich denke, wenn du Moment da hast, da gibt bestimmt für eine korrekte Begleitung von den Prozessen gesucht, wo die Leute dann, wann es die Schwierigkeiten gibt, für die Resultate ein paar Bayer zu bringen, gibt aber da bestimmt eine korrekte Begleitung, wo die Leute dann einen Support kriegen. Aber wie gesagt, das ist gesagt, das gebe ich mal so, und das steht als nach ein Zeitchen, bis dass wir so weit sind, eher die Problematik sich wird stellen. Weil es sind andere Themen, die vielleicht echt der prioritäre lo und vielleicht doch mehr einfach uns packen sind. Wir haben ja zum Beispiel gesagt, wenn wir Flyer nicht mehr online verschicken, wenn wir klar gesagt haben, die Leute, die dafür optieren, kriegen online, die anderen kriegen auch so. Ich meine, ein Highlight unter einem dicken Dossier. Wir können so Conseil in den so Dienst gehen, wo wir auch gesagt haben, wir machen, wir haben das eben auch noch ein paar Bayer, ja, wir schicken nicht gedrängt. Ich meine, das kann ich nicht von Haut auf mal alles machen, das braucht seine Zeit. Und da soll aber Käse, ich meine, ich habe Sorge, man das lo, von mir und just nach geht, die kommt nämlich an die Gemeinde ran, schickt da seine Mail an. Ich meine, das darf ein Gemeinde auch nicht machen, das können doch nicht. Ja, ich will auch die Akteuren von dem Rapport felicitieren. Das ist ein groß umfassender Rapport mit vielen Elementen. Ich will mal den gelesen. Und ich gebe so viele Ziele, die wir einmal da verfolgen. Und ich will vielleicht auf das ein oder andere Ziel angehen. Ich meine, an erster Stelle muss die Digitalisierung ein Benefit für die Bürger sein. Aber da wird die Bürger, dass sie erstens besser informiert, dass überall Möglichkeiten, und ich denke nur zum Beispiel an Subsidien, die die Gemeinde offeriert, das finden Sie zwar auf der Internetseite von der Gemeinde, aber das muss ich aber da sicher gehen. Also auch froh, wenn nicht braucht, die Gemeinde zu kommen, für irgendwie einen administrativen Akt zu machen, dass da die einen digitalen Weg kann machen. Ich meine, du hast noch viel Verbesserungspotenzial. Und das ist aber auch froh, wenn du weißt, wenn ein Demand erreicht, wenn ein Dossier erreicht, wo ist ein Dossier drin. Wir als Partei hatten schon mehr wie einmal gefordert, dass in das, wie zum Beispiel an der Stadt Lützeburg funktioniert, dass ihn automatisch ein Zwiebel kriegt, dass ihn indikiert kriegt, ein Dossier, also an dem Zustand, da könnte werden, dass er eventuell an so viele Wochen oder an so vielen Monaten, dass er da eine Antwort kriegt. Und dann ist für mich ein anderer essentieller Punkt, dass Berechnungen oder Rechnungen, die er geschickt kriegt, da tun wir ja für eine Reihe nachgefordert, dass man den Leuten gesagt hat, ihr könnt die Rechnung elektronisch kriegen, da braucht nicht den Mann zu machen. Und ich weiß, dass ich vielleicht die Schiffe nicht kriege, aber für interessant zu wissen, wie viel von den Rechnungen haut schon über DW gehen, weil da liegt das ja auch da, vom Receiver, der braucht keine Rechnung mehr an einen Envelope zu stechen und zu verschicken. Über den digitalen Weg geht das schon viel mehr einfach. Wie interessant zu wissen, wie viel Prozent von den Leuten von den Haushalten das schon benutzen. Wenn die Prozentage nicht ganz hoch ist, dann gebe ich suggerieren, dass ich vielleicht am Gemengeburt regelmäßig auf die Möglichkeit aufmerksam ist. Da könnt ihr vor, die auch geschwärzt gehen, dass die von den Flyern, ich meine, wir kriegen all der bei an der Bord, also Flyer von irgendeinem Event, das sind Verdelungskästen, das sind Kästen vom Provider, das sind Kästen vom Drecken und so weiter. Da kann ich mir vorstellen, dass Digitalisierung nach Potenziale hat. Ich bin mir auch bewusst, ob das, was der Jam gesagt hat, die Leute, die mit den Notizen da nicht eins gehen, und die dürfen wir nicht vergessen. Das ist eine Frage von digitaler Inklusion. So heißt das ja offiziell, dass alle Menschen, egal was ein Alter hat, was er Kapazitäten hat, kann von den digitalen Mitteln profitieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich will vor kurzem mit der Assemblée Générale von einer Assoziation von älteren Leuten, für am Namen zu nennen, Dami Peras, und schon da mit dem einen oder anderen geschwärzt, wie ist es, was kannst du alles mit dem Handy machen? Ich muss sagen, du hast schon Konklusion ganz erschreckend.
dass Leute von einem gewissen Alter haben nicht mehr all die Möglichkeiten können profitieren. Aber ich sehe ja, was in Richtung es geht, dass ich mehr und mehr immer braucht, den Handy oder den Computer braucht, für überhaupt nach Access zu verschiedenen Prozeduren, administrative Prozeduren zu kreieren. Und ich gebe euch auch ein Herz legen, es gibt hier am Land eine SBL, die Digital Inclusion heißt. Ich habe noch mit denen geschwätzt, und die offerieren Services an, die invitieren Leute bei sich und die helfen den Leuten, für das zu machen. Und wie vielleicht interessant, dass das schon vielleicht geschieht, ich weiß das noch nicht, ich schließe das nicht aus, dass sie in Donauenke aussetzen, weil du hast manchmal die ganz große Problem, die Jean-Paul Giroux geschwätzt, wenn wir wollen die Leute mal an Boot kriegen, dann müssen wir denen immens viel helfen. Wir haben schon Atelier gehabt, das CGR, ein bisschen so Sachen nun. Aber das ist ganz schwer, Leute zu überzeugen, weil Leute schrecken dafür zurück. Das ist auch nicht so einfach, das ist ganz kompliziert, wenn niemand die Notiz geschafft hat. Und dann gebe ich so ein anderes Ziel, das ist ja auch die Vereinfachung von der Arbeit von dem Gemengepersonal, auch von noch dem Schäferrot an dem Gemengerot selber. Weil du gesehen ich auch nach ganz vieles. Du hast gesagt, oft muss nach auf der Hand in der Schrift gehen, weil den aber kann digital, global direkt erledigen. Und da will ich noch etwas sagen zu der Vereinfachung. Für kurzem hat ja den Interieur auch verschiedene Modifikationen am Gesetz über die Gemenge gemacht. Und da geht es ja auch darum, für Verschiedenes zu vereinfachen. Und ich wollte mal einfach vorstellen, die Projekte, die der Hai entamiert tut, ja ganz interessante Projekte, die soll generalisiert gehen, aber auch durch schon eine Kommunikation mit dem Ministère de l'Intérieur vor. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass der Teil ein Sujet ist, der nicht nur Digitalisierung anbelangt, aber auch den Interieur anbelangt, weil der Ton hat auch kann eine große Konsequenz auf das Funktionament von den Gemengen selber haben. Also ich denke, merci für die Präsentation. Ja, ich meine, merci Nico. Gut, du hast gesagt, dass die am Anfang schon lange daran sieht, dass verschiedene Swifi kommen mit den Rechnungen und alles. Ich meine, wir haben seit die letzten 5 Jahre haben wir enorm an dem ganzen Ding geschafft. Ich meine, wir haben zum Beispiel, wenn ihr bei einer Baugenehmigung ragget, kriegt den gesagt, du hast einen QR-Code drauf, guck, du kannst immer das Wifi gucken, dann wird für den Status das Ding Baugenehmigung. Wir haben eine ganz grobe Sache gemacht. Wer den aber muss bedenken, was in der Woche wichtig ist, wir sprechen immer von Vereinfachung. Aber das nicht nur Vereinfachung, das ist ein Riesenaufwand. Und brauche wirklich Personal, das ist immens personalintensiv. Das ist nicht, wie immer gesagt, den Knäppchen, der können alles, weil was den da ragget, das ist kruzial, weil letzte Woche hat man noch etwas rausgedrückt, wo ein Brief da noch für schreiben, wo Datenbasis nicht richtig war an der Seite, was da geschieht. Und das selbstverständlich aus der Titan mit dem Sigi zusammen wird das ausgeschafft und das wird auch, wie den Dan gesagt hat, und das herrscht auch für andere Gemeinden, soll das Herr auch applikabel sein. Und das muss natürlich alles dem Gemengegesetz Rechnung drin. Ich meine, den alle sie waren alle Formationen für die ganze Fakturation, die Rechnungen alle Guten, die in Zukunft werden elektrisch rankommen, elektronisch, nicht elektrisch, elektronisch. Und dann noch, ich meine, wir werden Chiffre bei mir einke froh, wie viele Leute bezahlen elektronisch, dass du lebst wirklich viel Locher, weißt du das? 30% schon, voilà. Also ich meine, natürlich, das, wie du siehst, das hängt dort ein bisschen von der Zusammensetzung von der Population auf, wie viele Leute sind. Aber wie du da auch gesagt hast, ich fand, die Leute gehen aber immens gut eins mit den neuen Elektronik an. Ich meine, noch jeder, der halt ein Auto kauft, der muss schon, weil es fährt nicht ans mehr an. Ich meine, du manchmal wirklich nicht so, aber dann auch gesagt hat, bis 2030 probieren wir an die umzusetzen. Die Generationen, die lo aber kommen, Mensch, die winnen sich da drin an. Ich meine, die Inclusion, oder das für mich aber die manste Sorge an dem Ganzen. Ich meine, das ist immer aber eine gute Piste. Serge, so du rum nach. Ja, zu den Kontakten am Interieur, ich meine das so, ihr wisst ja, dass beim Sigi am Moment nach verschiedenen Auditen durchlaufen. Und Kit das verhindert aber nicht, dass wir unser Projekt gemacht haben, zusammen mit Niederlanden. Und ich meine, ihr wisst, wir haben das größere Problem, die besteht bei der Gesetzgebung. Dafür haben wir ja nach am Anfang 2 Services. Die hat auf der einen Seite mein Guichet und auf der anderen Seite hast du die Kommune.
Und da sind am Anfang nach ein paar Hoken an dem Ganzen. Und ich denke, wenn wir den 21. März am nächsten Komitee vom SIGI die Resultate von den Auditen präsentieren, wo wir dann natürlich auch verschiedene Propositionen dem Büro gehen, respektiv die dann noch weitergehen, was Sicherheit und dem Ministerium de l'Intérieur. Da sind dann auch so Sachen wie da dort dabei, was eben nur gemerkt gehen hast, dass eben eine Plattform wie der MyGuichet ganz klar soll die einzige Plattform nach Sinn für eben digital Dokumente für eine digitale Signatur. Wenn man Kommunen, ich meine, das Demos, dass das groß lanciert ging, und das war aber nicht unbedingt so der richtige Success. Und ich meine, das sind so wer, die lo angeschlagen. Und ich denke, also ich gucke wirklich positiv an die dort Richtung. Und ich meine, mit den Elementen, die hier auf der Gemeinde sind, und auch an gewissen Firmen, auch SIGI, da kann ich bestimmt ein properes Produkt rausbringen, den auf den anderen Gemeinden noch applikabel lassen. Nach natürlich mit denen, was den bei den Gemeinden natürlich nicht dir vergessen, dass du hast Gemeinden von verschiedenen Größen, wo dann auch natürlich auch andere Besoin durchstehen. Und das geht auch eben nur an so manche Punkte beim SIGI well berücksichtigt. Und ich denke, da geht es, gucken ich noch viel. Merci. Merci. Ja, Victor fängt an. Ich wollte just op eng froh nach vom Nico agoen, dass jemand Indikatoren, also sie noch absoluter Meinung, dass das wichtig ist, als Indikatoren zu hun, oder die 30% an schon doch so, dass man als Gedanken, der gesagt in das Dokument, man als Gedanke gemacht, wie ein Indikator in den Tuellen, die stehen bei allen Mesures, stehen verschiedene Indikatoren, das heißt nicht, dass man da alle Indikatoren hören, weil das geht man nicht mehr fertig. Mit Indikatoren, mit das sind, steht extra da, das sind Indikatoren, die proposiert gehen, du musst mal gucken, was mich Sinn, was nicht, und dann, als das auch am Kader ging es so, von den Indikateur Klee, die ich dann am März oder spätestens am April wird präsentieren, dass den da wirklich das Zwiebel wird Jahre kriegt, zum Beispiel ein Tor von Leuten, die Gemengebude elektronisch eventuell enker will, just wilden oder so, und da sei den da wirklich die Entwicklung, und das ist wichtig für eine Politik, können zu orientieren, die dann der Gemengerat möchte. Merci, Dan. Vic, du hast gefragt. Ja. Claude, ich wollte ganz kurz etwas fragen. Nico, kannst du uns da sagen, mit wie viel Leuten die du da auch geschwärzt hast, an der Generalversammlung, von der du geschwärzt hast, weil ich meine, es gibt eine Journée intergenerationell, wo Lilian mich kann unterstützen an der Antwort, die ich da will gehen, da drauf, weil ich meine, da sind noch 50, 60 Leute, sind, lass mich nicht übertreiben, mehr aber 40 Leute, sind dann da, die kommen aber dahin auch für eventuell mit ihrem Handy oder mit ihrem Laptop oder mit ihrem iPad oder so für da Instruktionen zu kriegen, an die kriegen sie da, gell, Lilian, sind ich der Meinung. Und dafür sind ich ein bisschen überrascht, dass der Nicolo sieht, da gebe ich schon gesehen, auf der Generalversammlung, du kannst ja nicht mit den Leuten alle Guten durchschwätzen, wenn einen bestimmten Prozentsatz oder einen kleinen Prozentsatz, den da kommt, antworten drauf, gell? Ja, Vic, du hast ganz recht. Ich habe noch nicht mit den Leuten alle Guten geschwärzt, ich habe mit den pur Leuten geschwärzt, mit der kriege ich ein bisschen Gefühl, was lass das, aber ich will sagen, du sind auch Leute, die Leute haben alle ein Handy, die gehen auch mit dem Handy eins, mit zwischen mit einem Handy eins gehen, an eine Prozedur ranzugehen, wo ich muss ein Zertifikat aufholen, das ist ganz kompliziert. Ich will nicht sagen, das ist kompliziert, das für einen, den der weiß, wie es geht, das ist einfach. Aber für einen, den es muss für dich machen, oder sogar die Zweite machen, die just ein Handy gebraucht für eventuell zu surfen, auch für zu telefonieren, für den ist das kompliziert. Und das ist da, wo ich Schwierigkeit gesehen, weil es geht immer mehr verlangt, dass über den digitalen Prozess sich an die Akten, an die Demanden ranklickt. Und da meine ich, da muss nach Verschiedenes geschehen, für das direkt gehen, ob der Seite von der Straße stehen bleibt. Das ist das, was ich will sagen. Ja, ich meine, an dem Ganzen soll ich auch noch zu viel
gucken ich meine wann ich vu Leute Schweiz Leute von an die 80 wann die mussssen an irgendeine Verwaltung go an irgendwo sos dat das genauso vorher sie wird digital oder sie wird an der normaler Welt an ich mengen dat muss auch bedenken heute méi einfach nach wann den bëssen ensket mat den neue Medien ich mein dat kann auch erlichtren den elere Leuten all der Fall wann der Strömmer muss run telefonieren an dem nur wie darum telefon dann dem nur wat für Spruch geschwert get und Leute och schwierig kind ich mein, soll net so dat toten as net zu bewältigen an ich mensch gesinn Problematik do net so groß an ich fan nëmme dass awer immens viel eler Leiit richtig fit sinn awer schon mat de Sache wo am Ufang wie die ganz Computeren ha kommen war mir jung du monet gut genannt der selber den nëmmer bis angst mich menggen dat geht awer alles klo du wo ab so Ja, ich wollte mal Merci so für das Dokument. Ich meine, das ist nicht ein Dokument, wo Konzept draufsteht, aber alle Elemente, die zu so einem Konzept gehören, sind halt belegt gehen. Und kann ich klar herauslesen, was die dabei ist. Ich meine, ich will auf Details da gehen und dann denke ich, merci für die Präsentation. Ich meine, wir leben in einer Welt, wo wir ohne Digitalisierung nicht mehr werden kommen. Wir brauchen Digitalisierung für alles das, was wir für Probleme, die wir haben, aber wir müssen drüber gehen. Ich denke, nur als geht durch Spuren, Energiespuren und so weiter, kann es sich auch heute nicht mehr vorstellen, dass eine moderne Entreprise ohne digitale Welt können gefordert gehen. Viele Elemente, die dazu gehören, wie das sozial, dann alles, was wir schon nur geschwärzt haben, ein Element, wo ich denke, ich wollte kurz drüber gehen, und das ist eben Sicherheit an der digitalen Welt, also Cyberkriminalität, und die, wenn nicht Fehler machen, mengen, dass sie das technisch lesen, das ist nicht das Problem auf der technischen Seite. Das Problem ist auch da auf der Seite von dem Utilisateur, den über ganz schlaue Methoden leider oft zu Sachen verfolgt wird, Sachen zu machen am Internet oder an einer digitalisierten Flü, die eigentlich nicht soll machen. Und auch da muss ich von vielen anderen Leuten mitholen, noch das gehört zur Formation, ob der Seite von dem, den du bietest, wie ob der Seite von dem, den benutzt wird, und auch an der Konzeption von Flühen. Muss ich direkt immer darüber denken, Cyberkriminalität und noch Protektion der Données. Ich meine, schon gesagt, ich bin aber relative Fan von den digitalen Prozessen. Wir aber dürfen so Sachen nicht aus den verlieren. Und das ist auch ganz wichtig. Und ich wollte das einfach kurz denken, annehmen. Merci. Ja, merci Claude. So Lilian. So noch merci für die Präsentation von dem ganz vierten Konzept. So dat wiederholen dat wat de Weg gesot seit dem dass man Journée intergenerationell organisieren 2014 war diecht man alkeier als Punkt wat man den da opbieten eben Praktik wie Leiiten ëmgo am Handy am der Tablet. Das auch viel Interesse do von der Leute kommen, sie wollen erklärt kriegen und ich will dabei sein, dass wir das sicherlich an unserer Kommission auch auf den nächsten Punkt holen, für so Kurendenker anzubieten. Aber es ist schon ganz viel der Kuren geben, wir müssen die Leute auch dazu kriegen. Aber wenn dann so ein Projekt an der Gemeinde ist, wie das so geht, und das Therapie geht, also bei mal alles so geht, ich meine, dann müssen die Leute aber auch motiviert fühlen, und das nicht das nächste Angebot gibt, mit Leute müssen auch füllen, und das da, wo der Punkt liegt, und da wird der Schütterfried nicht irgendwann verstehen. Ja, merci. Ja, merci Lilian. Was kind dazu eng froh huet schmengen dann gift man dat Konzept so unholen bisschen Detailer diskutieren ich mein, für mich wat immens wichtig ist dass man mal Konzepte und dass man proper Dossien Dokumente hun Datei Mobilitätskonzept sie all die Konzepte wo man mal Richtlinie gi man mal gucke wer sie möglich ich meine das wichtig dass man net plan vu längsariert Sache mache mir dass man wirklich Konzepte abstellen und ich meine das den
allerwichtigste Schritt an dem Ganzen. Und das eben, wie den Dan auch schon gesagt hat, nur als Meier umsetzen, mit der von den Mengen, dass in 6 Monaten vorher für das Konzept an dem gesagt, nee, das ist ja ganz klar. Und das sind all die Sachen, wie der Klimapakt, das Konzept, der Naturpakt, das in einfach mal sich Richtlinie gibt. Und ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass war eine enorm Arbeit, genauso wie die anderen Konzepte, ganz große Merci. Ich meine, ohne den Dan hat mir als Schritt gemeint, dass du auch nie könnte machen. Da muss man auch bewusst sein, dass als personalintensiv die Sachen an auch den Laurent an de Pol, die stich net Zeit dran das Herrsch den wo ich da noch ein Fried schaffen ha fir Gemenge oder just schaffen. Ich mein, dat in manzen Engagement dra gewircht wie zu machen, mir hunn enke gemeldet gehabt, mir will mat fir bei sie fir selbst zu an ich so nicht op fall ganz dicke Merci mal, dass man net dann lo ewer ha4lein hunn haut ofsehnen an dann als Schritt der Gemeng mal zu Konzept hun. Voilà, ging mir darüber aufstimmen Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. De Joch de Jean Kaufmann. Ja. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Thein. Ja. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Anne Wickbach. Ja. Voilà, merci. Merci. Ja. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um die Konvention pour la mise en œuvre vom PAP Ruralité zu Minzburg. Das der PAP den haben wir gestimmt den 23. Februar so praktisch Jahr hier. Da geht es um den Terrain, wo an der Zone d'Aktivité, wo Leute Garage weiß, was ich meine, eine Konvention gemacht. Herr Mike Urbing vom Büro Best Assai für kurz den PAP zu weisen. Ich meine, das ist eine Konvention, wie sie normal bei allen PAP ist, wie wir es immer machen, wo dann den Promoteur dann sich muss engagieren, für dann die Arbeiten anständig zu machen. Ich meine, wie für die ganze Infrastrukturarbeiten, die praktisch 2 Millionen kosten, 1.880.000. Und dann do giffen dat feiste Mai nach dann 3 Lose gemerk gin, wo 6 Gebaier kimmen an dann as so, dats der Promoteur muss dann sämtlich Kächten iwwerhoelen, her no eis Plängen gin verschieden Delee muss respektéieren, Terren sedéieren. Ich giffe Mike gedet lo. Ja, da gi ich Dir fir d'icht fut gi fir de Projekt enke firstellen, an dann gi man enke duch Konvention. Guten Abend. Ich gebe dann heute das Projekt präsentieren. Also heute seid ihr auf dem Highslide den Site, wo das Projekt ist. Das heißt, das ist den Terrain, wo heute Garage weiß ist. Heute seid ihr ein Verpflegungsbild. Da sehen wir heute ein Extra vom Plan vom PAP. Das heißt, da seid ihr, dass eine Straße geplant mit einseitig Trottoir an Parkplätzen. Jetzt Projekt gesagt den Retentionsbecken an der Mitte vom Projekt als auch ein Retentionsbecken an auch ein Parkplätzen und gesagt dass ein Projekt aus 6 Gebäude besteht, die eben dem Moment so am PHP festgehalten goufen an all die öffentlichen Infrastrukturen, der Teestei, Straße, Parkstreif, Trottoir, Retentionsbecken, die sollen für den Projekt eben gebaut gehen und dann in Gemengen aufgetreten gehen. Hier seid ihr eine Idee vom Projekt, weil ich schon noch vielleicht so eine Straße am Moment, die Projekt drüber ist, die hat einen Vorbund von 5 Meter. Wenn ihr auf der anderen Seite auch ein Projekt könnt, dann geht das auf 6,50 Meter verbreitert, also das Vorbund. Und da könnt natürlich auf der anderen Seite auch noch Parkstreifen und Trottoir dabei. 5 Meter als Begegnungsfall Auto, Camion. Und das war das Minimum, den wir müssen machen für die High-Fast, dass das doch funktioniert. Hier seid ihr neben der PHP, den das genehmigt gehen am April 2022. Dann weisen Scheilo pur Plan eben über die Arbeiten, die sollen da gemäht gehen. Also hier seid ihr ein Situationsplan von den Straßenbauarbeiten, die sollen gemäht gehen, plus die 2 Retentionsbecken. Und bei den Becken
an der Mët do ass onder en zoen Retentionsbecken ënnen drënner. Dat hiich de Volumen ass méi gros wie nëmmen dat opent, du hast noch onder zoen Volumen drënner. Ha gesäit den Kupptippen vun eben den Nabeschen, die solle gemet gehen. Du gesäit den, dat du och Rehwasserkanal, Schmutzwasserkanal an Kreos, Post, Strassebeleuchtung an alles, was du notwendig hast, sei auch vier gesehen ass, Trinkwasser. Hai gesinn ma e Plan von der Entwässerung, dat heißt, das großen Deel von der Arbecht mat den Retentionsbecken, die ich gerade schon erwähnt hat. Heißen ein Detailplan von der Retentionsbecken, dat heißt, dat Becken, wo ich, wie gesagt, für drin in Zoenbecken innen drinnen ass. An ha der Zweetbecken wat méi Richtung rund national ass. Dann gesäit den Hai Genehmigung vom Wasserwirtschaftsamt. Und dann hun Scheineinker den Burgermeister fir Drcher gesot, eben das rund 1,9 Millionen Infrastrukturkächten, déi haifir dem Moment mussssen verbaut gin. Das war de wie. An ich mengen du mat hun relativ kurz séier die wesentlich Sachen von dem Projekt Lohneinker erklärt. Ja, merci für die Erklärungen. Ich meine, die hat gesehen, dass gesagt gegen die Straße, die heute am Moment noch nicht die definitiv breit. Es war also so, dass du hast den Terrain, wo ich nicht gesagt habe, wo dann die Proprietären und mit der Gemeinde Gericht sind, im Winst im PAG. Wir hatten auch gefragt an die Familie, die Proprietäre am Anfang von dem heute PHP, die waren auch sie rugetreten und haben gesagt, die hat sowieso eine Straße, da können wir bauen direkt eher Straße mit aus und dann können wir eine anständige Straße profitieren. Und dann, sie wollten, sie haben gesagt, so lange das Urteil und das dafür eben, das gesagt wird, haben wir die Straße 5 Meter mit super Parkplätzen dabei. Wir haben nur gesehen, ich meine, du könnt ein neue Projekt, wenn die andere Seite etwas geschieht, und da kann ich auch nach die eine Seite noch mehr Parkplätze machen. Das heißt, du kannst durch den auch relativ Freiraum, wie die Straße ja noch definitiv aménagiert wird. Voilà, ich meine, für den Rest sind die Gebäude, die zu bauen sind, das ist alles geklärt. Wir haben die Konversation angeht, was so, dass man mehr wie die 25% cediert kriegen. Das heißt, wir kriegen praktisch 31% von der Surface cediert, was viel ist an diesem Fall. Aber du hast auch schon einen Deal, die cediert genauso schon ein für die Straße zu machen, die da ist. Das hat an der Zeit die Familie Weiß anstandslos cediert, wo bei anderen ein bisschen mehr schwierig war. Und, ja, ich meine, das ist noch viel dazu zu sagen. Wir haben die Leute dranstehen, dass müssen 3 von den 6 Gebäuden an 5 Jahren gebaut sind. Wir haben die Delay immer hauptsächlich bei den PHP, wo Wunschste gemacht gehen, für einfach zu verhindern, dass Häuser nicht gebaut gehen, damit zusätzlich Häuser genehmigen und dann das für den riesen Impact bei Schulen und so. Ich meine, bei so Gebäuden wie Hai, da sind wir nicht unbedingt demand dafür, dass das sehr, sehr gebaut wird. Ich meine, das ist nicht den einfachste Projekt, weil es einfach eine Umnutzung von einer bestehenden Struktur ist. Ich meine, die andere Seite ist auch ein PHP, den hängt aus. Da war noch im Moment Diskussionen für dort einen gemeinsamen Straße zu machen, weil da war nicht evident, war niveausmäßig an, da ist auch praktisch kein Bürosgebäude, da ist am Anfang ein Produktionsbetrieb, wo dann nicht unbedingt sinnvoll war, mit dem Maps zu machen. Wie gesagt, da entspricht auch dem uns dem Schemadirektor ein bisschen entsprach. Und wir sind der Meinung, dass der Total wenn er so ausgeführt wird, dann aber wenn eine Zeit proper so funktionieren wird. Voilà, ich meine, wenn wir noch Fragen da sind, dann wird der Moment für die zu stellen. Serge, ja? Ja, am Anfang denkt zu der Konvention mit zum Projekt selber, also dass wir den dort Projekt, so gerade über die Produktion sieht, die Projekt sur en route, du hast ganz recht, wir sind nicht demandeur unbedingt, dass man muss für große Arbeitsplätze en masse mit 6 Gebäude, das gibt ja eine enorme Steigerung par rapport zu den Arbeitsplätzen, die heute da sind.
dafür am Anfang froh sind am Moment schon Diskussionen am Gang auch mit der Chaussee, wie man ist, wie die ganzen Trafik dann durch generiert kriegen oder geriert kriegen, nicht generiert kriegen, die man Proprietario geriert kriegen, weil den Zugang, den du siehst, ist schon nicht so optimal ausgebaut, dann vielleicht direkt dann noch bei der Auffahrt auf der Autobahn sind da Diskussionen am Gang, wie ich das besser kann gestalten, dass ich nicht geriert kriege, den Trafik, den da entsteht. Ja, ich meine, Point Chaussee hat zusammen mit der Gemeinde Schötter an Niederlanden eng Etude an Auftrag, die für die ganze CR zwischen Niederlanden an Schötterhai wie die Kind reaménagéiert gin. An du hast anderem fir gesinn, dat se op de Brittalen Schadenstammer vom Recyclingcenter jetzt, dat ist vun der Brittal vun Autobun ruf könnt, se Ried River kafuren an die Zonen. An der das Hai auch fir gesinn Herno engkeier eng Stroos zu hunn, die dann Ried, wann den dann vun Autobun könnt, aus der Stadt fir de Ried River, an da geht eng Stroos an zo Aktivität ran. Praktisch lo lächt Dalabes Gebä, gift Ragoen, a vun do gift dann fir dann die Hauptverdelung durch die Sonderaktivität auch. Und da so noch überall Reklute kommen, Point Chaussee hat die Etude haben wir kurz vorgestellt, kriegt mir aber da nach Sachen, wo man gesagt hat, das funktioniert nicht so. Die hast du noch ein Keier zurück bei Point Chaussee an die Verwaltungen, aber wie gesagt, du hast schon viel gesehen, dass die ganze CR neu aménagiert wird. Sie haben auch schon sich Gedanken gemacht, wie können wir einen zweiten Achse zwischen Schötter und Niederlanden machen, dat die giffen nach en Kernner der Autobun gif erst vu en keng Strose der Autobunner durchgoen han am Recyclingcenter durchfir och können die Soaktivität die einer seit du geplant, dass auch nach iwwen zweete W können zerschleise, weil van der um CR wie der Autobun do keng Meket. Du läfen den ganz Kobetude, mit die sind nach net definitiv fertig. Och dat soll kommen an ich meiner Schemadirekteure sind noch bisssen darüber ewer schon ausgericht fir die Betriebe. Haier segement, wie gesagt, die Lokommers, weil der Betrieb, das ich muss restrukturieren, die Nachbetriebe, die auch am Gang sind, Planungen zu machen. Also früher oder später, als die ganze Zone, da geht die gesagt, die ernst aus. Und das geht mehr sehr, wie man gemeint, weil wie der Bebauungsplan, wie man den hatten, da haben wir Proprietären halt zusammengerufen und gesagt, hey, so und so können wir das machen. Oh mein, da war mir nicht, das wird naiv dauern. Lo könnt ihr noch machen. Und ich meine, das schon gut, dass man Dingen da ein bisschen Konzept, der Schemadirekteur, und da ist alles, was lo gemerkt wird, also einfach so, dass dem Schemadirekteur immer noch recht, also das hätte man noch respektiert, ne? Das ist ein wichtiger Punkt an dem Ganzen. Von du vielleicht nimmst du zu so? Nee. Ich meine, von der Erschließung relativ komplett, ja. Okay, ist gut. Sehr. Ich war just so eng Rajout zu der Sache von der Etude, dass natürlich auch mit der Mobilität geguckt gehen, was Kind an den nächsten Jahren da gemerkt gehen. Das sind noch Sachen, die man sich an die Achse, an die Brittel für den CR-Ruf zu kommen, werden abfließen. Merci. Ja, ich meine, das wird ja immer den Deschei gesagt gehen, dass das, wann weiter so eine Aktivität gemerkt geht, dass für dich muss Durchlösung Mobilität realisiert gehen, eher mal Zone machen, das ist klar. Aber ich meine, das ist genau wie das Herr steht, da sind kein kleines Gebäude, da kann man schon Leute schaffen, und dann das Projekt neben Druck kann man auch. Das ist genau eine große Produktionszahl, da kommen auch Leute, dann muss ich einfach Gedanken machen, auch wie kommen wir da ran raus, weil die Kreuzung ist nicht evident. Rampe kann ich nicht machen, weil es viel Pant an der Seite geht. Also dafür, das ist schon wichtig, dass wir auch da Hand bleiben als Gemeinde und nicht lo, wie ich immer so, wir genehmigen immer sehr Teile an die Sachen, dann mit Infrastruktur laufen wir an drin. Aber wie gesagt, Teile laufen aber an dem Sinne. Sind noch Fragen? Das nicht der Fall ist, gibt man darüber aufstimmen. Serge Eicher. Ja. Nora Fagiarini. Ja. Der Joch, der Jean Kaufmann. Ja. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Anne Wickback. Ja. Voilà, merci. Merci auch für die Vorstellung. Adi, da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um Konvention für das Jahr am Jugendhaus und da gebe ich ihm Serge. Merci für das Wort. Ich meine, es sind meine letzte Präsentation von der Konvention vom Schötter Jugendhaus am Gemeinderat letztes Jahr. Hat sich so manches zumindest am Jugendhaus getan. Der Verwaltungsrat von der ASBL, den hat sich ein neuer Präsident an einen neue Vizepräsident gehen.
der Robert Hutmacher no 10 Joer sei Posten zur Verfügung gestalt, an der macht klarmech als neue Präsident bestätigt gin. Das weitere gouf de Philipp Hutmacher als Vizepräsident auch genannt. Brigitte Lai war ja schon Vizepräsidentin, hat das weiterhin auch an der Funktion an der SPL tätig am Komitee. Voilà, ich will aber op dieser Platz dem Robert am Numm vom Chefen der Gemengerot Merci so für sein Ersatz für das Jugendhaus über die letzten Jahren. Wirklich nur auch wirklich viel positive Sachen am Ende von der Jugend gelegt. Aber hier bleibt aber weiterhin am Komitee auch aktiv, sodass er noch ein bisschen aktiv bleibt. Den 1. Oktober letzten Jahr war du Port de Wert vom Jugendhaus. Du hast ein neue Minibus angeweiht gehen. Gefähr als bekanntlicherweise zu jeweils 50% von der Gemeinde Schötter an dem Ministère de l'Éducation nationale de l'Enfance et de la Jeunesse gesponsert gehen. Die Kabinett mit der grafischen Identität vom Jugendhaus als intern am Komitee verkauft gehen. Und das Fonds, die bei der Wand rauskommen sind, das gehen am Prinzip für den Foodtruck benutzt. Die letzten Jahre war die Arbeit von Delegateuren an die mit den verbundenen Aktivitäten ziemlich eingeschränkt, zum einen durch die Pandemie, aber leider aber auch, weil den paar Jahre gefragten dritten Edukateursposten vom Ministerium nicht autorisiert gehen. An der ersten Plattform, die zwischen dem Ministerium der Gemeinde und dem Jugendhaus stattfand hat, das war im November letztes Jahr, hat den leider Gottes den Eindruck, dass für die Budgetrestriktionen längsariert, die beim Staat getroffen sind, am effektiv vom Jugendhaus sich Römenke nicht gewähren. Der Monto am Budget für 23 für Zahlerskosten respektive Funktionamenskosten als par rapport zum Budget rectifié 22 dann eben just liegt geheischt gehen von 116.000 € auf 120.000 €. An der Konvention, die lo zur Aufstimmung vorleiht, können die liebe Kolleginnen und Kollegen aber gesehen, dass sich neben der lichter Hoss von der Funktionamenskosten sich bei den Salarskosten aber etwas mehr getan wird, weil schlussendlich aus dem dritten Posten, 40-Stunden-Posten vom Ministerium aber genehmigt gehen. Voilà. Auch wenn für die Gemeinde unerwartete Mehrkosten durch die Personalverstärkung vom Jugendhaus entstehen, will ich dem Herrn Minister Maisch an seinem Mitarbeiter auf dieser Platz aber vielmals Merci sagen für den zusätzlichen Edukateursposten, den Lo kann angestaltet gehen. Es ist in der Überzeugung, dass die zukünftigen neuen Mitarbeiter oder neue Mitarbeiter sich positiv auf die Jugendarbeit an der Gemeinde Schötter und an der Umgebung auswirken wird. Dafür wollte ich an sich den Gemeinderat heute Abend freuen, für die Konvention mit uns zu stimmen. Ich will aber auf dieser Platz nicht vergessen, für den Tina und dem Steve ein großes Merci zu sagen für gute Arbeit über die letzten Jahre, die sie am Jugendbereich gelegt haben. Voilà, das war zu meiner Präsentation. Gut, ich meine, die Chiffren habe ich genannt. Die Chiffren hier im Detail. Kosten für das Funktionament belaufen sich auf 19.132 € und Personalkosten, die klammen dann von 97.331 auf 134.608 €. Insgesamt wären das dann 154.540 € Kosten für das Jugendhaus, die am familiären Relation am Jugendhaus mit Funktionament stehen. Voilà, und ich wollte fragen, ob der eventuell man da ist d'accord wird, für das mal zu stimmen. Merci. Merci Serge. Sind du noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Da gibt man das aufstimmen. Serge Eicher? Ja. Nora Foggiarini? Ja. Georges M. Kaufmann? Ja. Claude Marso? Ja. Lilian Ries? Serge Stein? Jo. Nico Welsch? Ja. Gilles Altmann? Ja. Ali Altmaisch? Ja. Und Fick Back? Ja. Merci. Ich
meine, dann gibt es am Nummer vom ganzen Gemengerot dann möchte Merci nachschließen für all die Leute, die du schaffen, und auch denen, die an der SPL einfach ganz Jahr am Benevolat du engagiert sind. Merci einfach am Nummer von der Gemeinschaft. An der nächste Punkt herrscht, die gebe ich dir dann auch noch los. Ja, da bleiben wir bei den Konventionen. Das hier geht es über die vom Funktionament vom Club Senior Sirdal. Die töchten Familie mehr, die töchten Familien an dem Integrationsminister der SPL Sirdal heim an den 10 Gemengen unterschrieben hinaus. Das sind dann Gemenge Betzter, Buß, Kontern, Duelem, Lenningen, die dran waren, Sandpfeiler, Waldbredimus, Weiler Latour an zu guter Letzt noch Schötter. Aber für das Funktionament vom Club Sirdal zu garantieren, kommen auf die 10 Gemengen insgesamt 114.300 € Freien durch, abgedeelt an Salarskästen, an Loyerskästen, plus dann auch eben Kästen für Broschüre 4-mal am Jahr zu publizieren. Partizipation und Budget vom Club Sirdal geht da par rapport zum letzten Jahr für die Gemeinde Schötter liegt auf 15.133,32 €, par rapport zum letzten Jahr von 12.843 €. Prozentual bleibt der Satz von 13,4 auf 20% stehen vom gesamten Budget vom Club Sirdal. Partizipation geht dann over prozentual berechnet vom Jahr 22 geht es dann op, weil das Jahr haben wir 46 Bürger mehr, wo dann eben Kotisation, Partizipation berechnen wird. Voilà. Und das war nur zu denen Erklärungen, was Chiffren an sich, die bei uns durchkommen, wo ich dann her noch gefroren, ob der Data gibt mitstimmen. Und ich weiß nicht, wie kannst du noch vielleicht eine kurze Information von der Plattform oder? Also Plattform, da kann ich nicht so. Ich meine, schon den Rapport gemacht, letztes Jahr, wie die Plattform war, aber die ist leider recht mehr. Ich meine, da können wir nicht schon neue Ziffern aufgehen, ehe die Plattform überhaupt stattfindet. Aber es soll vielleicht just dazu sagen, dass da nach immer, wie gesagt, die 87% bezahlt geht vom Staat, an dass ob die 10 Gemengen nimmen 17% fallen. Das nicht viel vis-à-vis von der Summe, die dann der Staat beigeht. Dann fanden 15.000 € für das, was sie machen, fand ich aber einen korrekten Schiffer für die Gemeinde Schötter. Ja, ich meine, die Visiten, hast du die Zahlen noch, wie viele Leute von Schötter da waren? Das wäre vielleicht interessant zu wissen, nicht, dass mehr Mengen gegen keinen da hingehen von Schötter. Ja, für Schötter haben wir dann insgesamt 37 Leute gehabt. Davon waren es 9 Männer und 21 Madamen. Und an sich war die Jahresmoyenne oder die Altersmoyenne bei den Männern, bei den Frauen zusammen war 65 Jahre. Bei den Männern war es 66 Jahre. Bei den Damen 65 Jahre. Was die einzelnen Nationalitäten betrifft, da waren es, ich muss an der richtigen Zahl bleiben, da waren es bei den Madamen, das waren dann 6,97%, was die Lützebäuer waren, aber bei den Herren waren 4,55%. Lützebäuer an dann andere Nationalitäten waren es 7,14% bei den Damen und 10,17% bei den Herren. Voilà. Das war dann sich zu den Chiffren, was ich nach Konto bei so. Ja. Merci für den Appell, Jean. Merci, Serge. Gut, sind da noch Fragen oder Wortmeldungen? Gut, dann gibt es noch Wurf, Stimme Herr Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Georges Schem Kaufmann. Ja. Claude Marder. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Stein.
Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch Ja. und Vic Back. Ja. Voilà, merci. Und da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es auch nach einer Konvention am Staat. Das sind die Konventionen, die wir alle Jahre vorlegen. Da geht es einerseits Crèche, an die andere Seite, auf der anderen Seite Maison Relais. Ich meine, du hast doch hier am Dossier gesehen, das Herrscher hat der Vico just gesagt, der Staat, den lädt relativ viel bei, den investiert immens viel Geld, auch da an die Jugend, so gut wie an dem dritten Alter. Und du hast so, wenn es als Crèche angeht, du hat Gemeinde gebaut, damals ohne Subventionen vom Staat. Das heißt, du hast, du bezahlst mir am Anfang nichts, das heißt, der Staat überhält das komplette Funktionament. Und da belaufen Kosten sich für das Jahr auf 1.197.645 €. Wir haben eine Kapazität an der Crèche von 50 Kanner maximal. Du hast so, da haben wir immer eine Warteliste. Die belebt sich immer auf rund 30 Kanner. Im Moment sind 29 Kanner. Von denen werden noch am Hirsch 15 einen Platz kreiert. Da sind noch immer Kanner dabei, die schon angeschrieben sind, die noch nicht geboren sind. Ich meine, das muss in den Leuten halt auch so, wenn der wisst, dass der Kann kriegt, schreibt es direkt an, weil das nicht sicher. Wir sagen aber immer den Älteren, schreibt kann dann 2, 3 Crèchen an, weil wir können sie nicht immer alle holen. Und, ich meine, an der Crèche funktioniert das normal. Du musst gemein gucken, ob wie es in Zukunft führt. Ich meine, das ist kein Problem. An der sind natürlich die Leute von die Mensch flott an die Crèche zu gehen. Das ist auch besonders attraktiv für die Älteren, die kann an der Schule holen. Versandten, da mussten so an einen Crèche rennen. Wie gesagt, beim Neubau was der Ausbau von der Crèche auch viel gesehen. Wie gesagt, das ganz kostet natürlich auch 1.197.000, wird der Staat dann da ganz bezahlt. Voilà, sind dazu noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, gibt man das auch aufstimmen. Serge Eicher. Ja. Laura Foggiarini. Ja. Ich auch. Jem Kaufmann. Ja. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Ja. Dali Altmaisch. Und Vic Back. Ja. Merci. Und da kommen wir bei den zweiten Konventionen, da geht es dann um Maison Relais. Du hast aber so, dass die Gebäude subventioniert gesehen vom Staat, sodass die Gemeinde dann auch ein Feierl muss drohen von den Kosten. Da haben wir für das Jahr, oder am Dossier gesehen, haben wir ein Monat von 2.105.763 € für gesehen. Das ist keine runde Schiffe für ein Budget, weil sie gucken alle, was waren Stunden an der Vergangenheit, an der Basis von den Stunden geht das dann höchst gerechnet, da kommen noch Zusatzstunden inklusiv dabei und so, und dafür geht das dann ja noch einen Monat, den nicht unbedingt runter ist. Mit das am Endeffekt so, dass der Staat 1.661.000 rum bezahlt, an mir 444.000. Pardon. Das heißt, das Budget, das wir noch hier gesehen, das ist nicht immer gerade so viel, was man dann am Endeffekt muss bezahlen. An der Vergangenheit lucht man immer einen guten Krack unter dem Budget von dem, einen guten Krack, wir luchen immer unter dem, was man am Anfang theoretisch hätte sollte bezahlen. Wir haben noch eine Abstellung gemacht, was das Gemenge die letzten Jahre kostet, das schon von 2012, das sind 10 Jahre her, da haben wir 140.000 €, das kostet, und ist das abgegangen. 2016 waren wir bei 300.000, los sind wir bei 430.000 geschätzt. 2021 haben wir 415.000 € bezahlt, hat mein Java nach für die ganzen Service, die wir da haben, für die Gemenge nach zu drohen ist. Das ist auch so, dass der Staat auch dann immer guckt, wie der Bausen ausgesagt, die Ökonomie, als wir haben zum Beispiel ein Supplement gekriegt, dann Supplement Inflation, haben wir gekriegt, für das letzte Jahr, nicht für das letzte Jahr. Und dann haben wir auch für die Ukraine, da haben wir ukrainisch Kanner, da haben wir auch 80 Plätze, die wir da subventioniert kriegen. Das heißt, all die Sachen gehen aber auch dann mit vom Staat subventioniert. Was Maison Relais geht,
wir haben ja auch schon rivariert, da haben wir am Moment ein weiterlöscht von 20 Kanner, an der das aber just meint, mittwochs auf Freitags, an der Mittagsstunde. Was natürlich für die Eltern nicht unproblematisch ist, weil wenn ich zu zwei schafft, an der Mittagsstunde, das Kind geht an die Schule, an der Mittagsstunde ist nicht versucht, das ist nicht so einfach. Und wir sind am Gang zu gucken, für die Ummeldung Gilo raus, an der Form mir noch nie die Eltern gefragt, für ein Zertifikat vom Employer zu holen, dass sie zu zwei schaffen gehen. Sie Gemengen, die so gut, dann hat Priorität die zu zwei schaffen, die nicht können mit einem Kant gucken, da tun wir mit Schritt gesagt, das will man nicht mehr, oder eine Frau, die nicht unbedingt schaffen geht, an der Hemas, die soll auch Recht tun, jetzt kann dann die Maison Relais geben, was etwas hört, an von denen etwas hört mit das, an dem muss es hin, dann hängt die auch an. Dafür haben wir bis immer gezeigt, für dann zu so wir gucken, wir geben Prioritäten denen, die zu zwei schaffen gehen. Wir werden aber die Zertifikat frohen, dass wir mal wissen, wie viele Leute kann es nicht mehr da, wo die Eltern nicht zu zwei schaffen gehen, weil der Sinn gefällt gar nicht so viel da. Wir werden die Zertifikat frohen und dann gucken wir auch, ob wir nicht nur eine Räumlichkeit für den Hirsch agregiert kriegen, für das wir dann nach die 21 Kanner da innen kriegen. Weil das Schlimmste bei dem Ganzen ist, dass überhaupt kein Problem von Platz, das ist ein Problem von Agreement. Weil als ein Agreement für 308 Schulkanner, das heißt, Sitz dürfen nicht mehr 308 sein. Und das ist just an den Mittelstand, wo sie auch da sind. Das heißt, theoretisch muss man noch irgendwo Räume aménagieren, an dem muss noch für Maison Relais aménagiert. Die früher hast gesagt, gut, dann holt der dann nicht mal das Agreement. Das geht nicht mehr. Weil muss ich dann die Saal spezifisch aménagieren, für, also laut Konditionen von der Maison Relais. Man muss nur irgendetwas aménagieren für die Kanne, die vielleicht nicht unbedingt dann da gehen. Aber wir haben nach Heimlichkeiten, wir sind am Gang, da Evaluierungen umzustellen für Evaluierung, dann für den Hirsch, der dort in der Woche irgendwie gelöst zu kriegen, wir werden nicht einfach umlaufen. Wie gesagt, Punkt, der natürlich wie bei der Rentrée Gratuität war, von den Gemengen am Anfang überrannt gewesen, weil da wird kein Ministerium schon 2 Jahre gesagt, pass auf, wir machen das noch gratis. Da hätte ich vielleicht ein bisschen besser Kinder vorbereiten, da sind wir eiskalt erwischt gehen, dann schlägt ihnen eben einfach keine Infrastruktur mehr aus dem Stehen, da das früher gerne, weil wir eben einfach überall konnten, ein Agreement kriegen. Und Gratuität mit der Regelung, dass die agregiert gehen müssen, dementsprechend aménagiert gehen, ist das ein bisschen mehr kompliziert. Ich meine, wir probieren da als Best zu machen, für all unseren Eltern ihre Besoin gerecht zu gehen. Voilà. Gut, hast du sonst noch ein Froh zu der Konvention? Das ist auch nicht der Fall, da gibt es auch da. Gibt es noch aufstimmen, Serge Eicher? Ja. Nora Foggiarini? Ja. Georges Kaufmann? Ja. Claude Marson? Ja. Lilian Ries? Ja. Serge Stein? Ja. Nico Welsch? Ja. Gilles Altmann? Ja. Ali Altmaisch? Ja. Avik Back. Ja. Merci. Und dann kommen wir auf den nächsten Punkt, da geht es um Subsidiereglement für Protektionen gegen Überschwemmungen, da gibt es noch etwas. Ja, guten Abend. Also an diesem Punkt geht es um ein Gemengereglement über Subventionieren von Barrieren gegen Überschwemmungen am Fall vom Hochwasser starke Regen. Wir bestimmen nach alt Bilder für an von überschwemmten Kellern und all die Schiert durch die starke Regen vom 15. und 16. Juli 2021 und wir müssen uns laut Klimatologen auf weiter Extremwetter in Zukunft erstellen. Gut, da war heute Stars Lesungen und Marschige, die ganz zibliert in individuelle Schutz für D'Entreen, für Garagen, Dieren und Fenstern, durch Stopprichten, für Panoe bieten. Das Dämm sind unter anderem ziemlich einfach zu installieren, an ihre Kostenpunkte also auch nicht zu hoch. An dem Sinn proposiert der Chefrat einen neuen Artikel, de 4/542/6481/99/001 mam Numm Subsid fir d'State fir d'Oprichtung vu Schutzmaßnahmen gegen Teichwasser zu kreieren. Das neue Reglement gesagt 4 den Artikel 1, den ein Objet bestimmt, und zwar dat finanzielle Unterstützung für den Kauf von dem Abbau von diesem Schutzdämm an den Öffnungen von Gebäuden nimmen umschütter Territoire gilt, dat es hilft sich auf physisch Leid sowie um Immobiliengesellschaften riecht, die Suen an Häuser oder Immeuble mixt in der Gemeingestach hun,
Am Fall von Koproprietäten, wo die betroffenen Öffnungen ein Teil von der Allgemeinheit sind, muss der Mond für das Subsid entweder vom Syndik oder von all den Koproprietären zusammengestaltet gehen. Was der Montant vom Subsid angeht, als den über Maximum von 1.000 € pro Gebäude festgelegt, ohne aber 50% vom Totalinvest zu überschreiten. Auch kriegt er just ein einziges Subsid pro Gebäude. Für das Subsid zu kriegen, muss der Proprietär ein Formular ausfüllen und zusammen mit der bezahlten Rechnung sowie den Fotos die Installation von den Panneaux beweisen und Gemeng schicken. Den Delay für den Mann ranzurechnen, also bei Jahr vom Datum von der Rechnung aus festgelegt, bis den 1. März 2024 als diesen Delay auf 2 Jahre verlängert, sodass die Leute, die im Juli 2021 sich der Barriere gekauft haben, auch nach von diesem Reglement können profitieren. Falls falsch ausfällt, muss der Subsid natürlich integral zurückbezahlt gehen und die Gemeinde behält sich recht, eventuell Kontrollen bei den betroffenen Leuten zu machen und zusätzliche Dokumente als froh, falls nötig. Das Reglement ging dann den 1. März des Jahres in Kraft treten. Wenn ihr froh sind. Ja, das ist war an dem Dispositiv von der Deliberation steht dran, der Budget wäre schon viel gewesen am Budget kommunal 2022. Ich meine, das müsste gestracht gehen. Also, wir setzen neue Budgets, postet du extra am nächsten Punkt. Und dann war ein bisschen froh, also weil hier also im ganzen Territorium von der Gemeinde Schötter wird dann nicht mehr für den Terrain, die oder im Territorium oder bei den Häusern, die ist von der Sonne die Inundation rein, also weil viele du Neuhäuschen so etwas installiert, also geht vielleicht auch nicht die kommen mehr. Wo dort die Überlegung für das so was zu machen. Und dann do weiter auch für was just die Bardoen. Ich meine, es gibt ja eine Solution. Ich meine, die Leute, die Pumpen nur gerichtet, für was sind wir just bei den Bardoen. Und dann also auch geguckt, ob das System auch funktioniert. Also das funktioniert vielleicht gut bei Terrain, die ein Garagepark tun oder ein Haus dir haben, die schon zu Mauern auf der Seite hört. Aber andere Häuser binden sich manchmal viel Männer dazu und haben das Terrain, die auch bei Garage um Niveau von der Straße haben zum Beispiel. Wo hast du die Überlegung gewesen für die Sto so zu fixieren auf eine ähnliche Mesure für das zu holen? Und wie viele Häuser oder wie viele Möbel geht davon aus, dass du von der betroffen sind oder wo du wirst, die dafür vorkommen? Also mal was froh ist, wie weiter ob ganz gemeng, also effektiv du gesagt hast, ich kann mir nicht vorstellen, Sinn Neuhäuschen so und dafür ausgeht, weil das kostet ja auch etwas. Also dann kriegt ihr auch nicht ganz von der Gemeinde zu einem Zweck. Dafür, also, wenn du willst, Neuhäuschen zu machen, kriegt ihr natürlich die 50%, also Maximum 1.000 € von dem Invest zurück. Was das Bardage betrifft, da haben wir uns ein bisschen und Gemeinde Bartring ralliert, sie hatten uns das geschickt. Und voilà, sie haben noch just für die Doten, also für die Dämme, gehen sie auch das Subsid. Ich meine sowieso, wenn an einer Überschwemmung so, die muss sowieso also schon ein Pumpe am Keller haben, wenn sie nur gerüst haben. Ja, kann ich dann, ja. Genau. Aber die Überlegungen kommen ein bisschen, ich meine, bei den letzten Überschwemmungen, war ich selber auch auf der Platz, nütz, wie es geregnet hat, und Pumpsche waren da, und das Problem ist, die Plätze, wo oft ranläuft, sind eben die Garagen nachhalten. Also an Pumpsche, die Sandsäck da hinten auf Wasser gelaufen könnt, das lebt noch, können sie ein bisschen gedeihen. Aber wenn Wasser steigt, die Sandsäcke sind nicht dicht. Und du hast gesagt, es wäre gut, wenn die Leute sich kaufen, der Dinge kaufen, und da tun noch Leute gemacht, die sich der kaufen, der einfache Barrieren dafür an hier Öffnungen. Und das ist etwas, was ganz einfach Mittel ist, was Eis am Anfang auch hilft, mit Pumpsche braucht keinen Sandsäck mehr dahin zu stehen, zu feiern, von die Leute machen. Die Preise sind auch noch raisonabel. Ich meine, wir können nicht Leute, die irgendwo gebaut haben, wo Überschwemmungen sind, denen da alles subventionieren. Und die kommen am Anfang ein bisschen für so gut, weil da kann man gucken, dass die Leute, wo das sehr anzumelden, das ist kein Problem. Ja, es sind auch die bauen Pumpen, die wirklich viel kosten. Wir hatten noch einen Fall, wo Leute nach teuer an einen Pumpen investiert haben, wo ja nur den Panzerschaffen der Wasserstücke Pumpe ausgefallen. Wie gesagt, die kommen, wie Nora gesagt hat, das war dann nur als gesagt, die Gemengen, die alle heute informiert.
Reglement also bisschen der Digitalisierung zum Affer gefallen, weil hin mir eng Mail gemerk mir fir Reglement checken ich mir gucken denke an wo man Mailen da liest, dann gu den mir dafür kommen logisch da mir sinn awer der Meinung, dass dat awer ganz einfach Mittel lass an mir hun op de ganzen Territoire so kann in dem ganzen Territoire wann wo sos de Lachers wo enke wo Wässer lebt, wo man enps vollmann wie auch davon aus, dass Käse eng Barrier vun 3.000 € kaufe geht just fir vun der Gemeng Talschen rmmen dem Talschen also keft Kilo eng vun Domit, weil ich denkt ka nicht mal eng Barrier Gemeng bezuelze an mir ginn davon aus, dass man der lo an eng der Fersengen hu fir die lacht 2 Joren fir man die 10.000 € do an de Budget gesät wie gesot wann méi ich mein kommt bezo Assurancen bezo van richtiger Schwemmungen sind anfir wirklich abzaménagieren in de Baut muss awer selber auch gucken wo leit wann de Kanal ze defle Trickschlag klappen rammen an dat können mir net alles finanzieren weil das net zu bezuelen ha war sege Gest fir Daylight die lo an sinn joch die der kaft ich mein sinn Leiit die gesot komme gin als der sich an Freier sind die Sachen auch immer sind auch immer abgebaut gehen für Wasser zu halen so eine dumm gefeierlich Kloten hat riveriert weil so Löschwasserbarrieren den Hose die an den für das Löschwasser nicht sollte an den Kanallaufe sind die an den Hallen an Tiere gemacht gehen das hat mir auch am Atelier drinnen an der Zeit und du war ein so wo vor Pomsche du am Ersatz den das gefallen am Atemschutz wie war da so einem Dingen du hast den ertrunk also ein Raum also das schon dicht Sachen dann muss den oppassen wohin dat mech erwähnt dem geht voilà, du das nicht vor Nico ja wo man vun den Iwerschwemmungen schwätzen ich menggen net wenig genau wo wer die war Joer hier sie wo man die gräser Probleme hatten an du hat man joch eng Diskussion ha am Gemengerot an du wo zum Beispiel vu Schrassig beim Centre sozioedukativ wo jo gräsere Problem hast auch gesot gin Gemenggift mat eng Büro d'étude gucken, ob in die Situation do könnt verbessere, weil da ginne technisch Lesungen ich weiß, dass die nicht einfach sind an net billig sinn dat muss da finanzieren. Mech wo nur einfach frohen as du schon ein Dossier dich as du es geschieht, weil du mal Diskussion fir eng zwe an Erfeierung ënner der Reisebund ze Mäche fir dann dat Wasser wat hof könnt iwwer den zweite W an sie rüber zu kanalisieren. Oder eng besser Koordination mat dem Rickhaltebecken, wat vom Findelhof könnt, wat Wasser vom Findel so soll aufhängen. Je, ich weiß, dass der komplizierten Dossier sich mir an der Zeit selber bis der mat bemete hat. Ich wollte einfach frohen gëtt do Fortschritt, gëtt do irgendwie Lichtblick, dass ihn dort bis mischt oder wo immer da. Ja, Fortschritt gëtt net direkt an dem Dossier. Waren pur Pisten ich mein du hast richtig gesagt die war an der Zeit für eng zweiten durch Fondsagent Reisebunner durchzumachen für der Ried innen an Ziel zu fuhren. Du musst man über Privatproprietäten fuhren ich mein mir hun an dem PHP an dem Morsalement man du genehmigt tun ob der Herbstroße mir schon extra cool war als freigehalen also dafür du können enke so Kanal zu lädt. Das aber so du hast gesot de ganze Mise könnt zu einem großen Teil vom Flughafen an die Gestion von dem regen Überlaufbecken dat klappt nach immer net richtig an do Savalo Point Chaussee an de Flughafen an de Sidas die sich lummer dort zu summen die die Regelung nach zu perfektionieren da war die auch immer an der Zeit ausgesucht gehen wir mussten den Kollektor vom Neueischen könnt den muss man neu lehen du war ja die Nation dicht die Nation als Quelle gelaufen mir dafür Quelle neu Geburt an du hast immer gesagt gehen wir bald einen neuen Kanal du meinst so gut dann hast du eine gute Möglichkeit die Fläche was eventuell durch die Kanal zu evakuieren die bestehenden dann leben neuen Dichten der nie hier doof an vom Staat als du einfach auch nie bis kommen die wie immer wann die Ofässer da geht die kein Loch zu bezahlen mir einen dichte Flughafen dürfen mir weisen dat gerne mir riesige Bayer ob mir alles was so Ofäs ran so hast dat gesagt gehen dat los mal laufen an du sieht man immer noch am Gange Martinen ich muss so und das an der letzten Jahre ganz viel geschieht du such gesagt den Kollektor du die Lummer klären nachlebt mal ein Teil vom Schmutzfässer dann raus an do kann ich dann noch nicht Uwe mit den Basinger fuhren mit den dann ist das Wasser an den Retentionsbecken nicht so verschmutzt dann kann ich da doch nicht nutzen also das nicht vergisst mir wesentlich weiterkommen sind wir an dem ganzen Erwen an nicht
werden noch enkuriert fir do ideal weieren an dem ganzen Bieler Grund op du wat kann du net einfach posodigen man du kind direstauen dat geht aber net weil dat den Schutzgebiet hast also das alles viel gut Ideen do mir fir zu setzen as net so einfach aber wie gesagt de soziale Punkt immer wie bezöllt dann do geht het dann immer direkt las mir sinn aber der Hand mis mat denen Überschwemmungs den Planfir die Verschwemmungsgebiete auszuweisen, die Heichfässerschutzplan pardon si man jo am gern du jo Büro opträgt also bald dat dann könnt man da umsetzen nun pu so kleng mesure lo geholl mir muss nawer der Hand bleiben mat dem ganzen der ganze Überschwemmungsproblematik no huet gesot dat werd an Zukunft net dofohlen dann muss die Sache ma behalten. Voilà, sos kein froh sie ging Mortorruf stimmen Serge Eicher ja. Nora Fogerini ja. Georges Kaufmann Ja. Claude Marsan Ja. Lilian Ries Ja. Serge Stein Ja. Nico Welsch Ja. Gilles Altmann Ja. Ali Altmaisch an den Fickback Ja. an der Gift wat den Artikel aufstimmen Serge Eicher Ja. Nora Fogerini Ja. Georges Kaufmann Ja. Claude Marsan Ja. Lilian Ries Ja. Serge Stein Jo. Nico Welsch Ja. Gilles Altmann Ja. Ali Altmaisch an de Fickback. Ja. Merci. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es Verkehrsreglemente an das aus dem Nora. Dem Nora sein Lieblingspunkt. Voilà. Nee. Also, fehlen der für die Verkehrsreglemente, das geht nicht. Aber wenn da auch Abverstanden sieht, gegen wir die zwei Reglemente zusammen aufstimmen. Wenn das für eine Reihe ist. Gut. Also im ersten Fall geht es um den CR 132 Tabstraße zu Minzbach, wo der Verkehr vom 27. Februar bis zum Ende von der Resusarbeiten am Kader vom PHP umklappt. Und nicht wie im Präambul vom Reglement Kalek steht. Das war so ein kleiner Test für mich und das geht in den Schnitt reingefallen. Voilà. Zwischen dem Haus 240, also an der Kreuzung Gabriel Lippmann, da wird der Verkehr, wie gesagt, mit roten Luchte geregelt. Und dann das nächste Reglement, da geht es um das Verkehrsreglement Weißebirch, wo die Kreos und Post am Gang sind, hier Resuen zu lehen. Hier ist der Feldweg Weißebirch vom 6. bis den 24. Februar komplett für den Verkehr gesperrt. Auf einem Tronçon, den ungefähr 150 Meter nur dazu Brücke Richtung Kadnisch verläuft. Ich gehe später, wenn du noch kein Froh sind, diese Reglement dazu zu stimmen. Just mir üblich froh dann noch Hummer wenn eine Indikation ungefähr wie lang da bestimmt dauern approximativ an grober Schätzung Das 3 Wochen. Ja, komm so mal 3 Wochen mehr. Das ist ganz knifflig Dinge, weil du leid relativ viel an der Straße, du musst sie irgendwo rüber. Aber ich gebe so, ja, 3 Wochen, dann werden wir dauern. Das ist nicht evident auf der Platz, das ist richtig. Gibt man da aufstimmen, wo man da Kursi Serge Eicher? Ja. Nora Fogerini? Ja. Georges Kaufmann? Ja. Claude Marsan? Ja. Lilian Ries? Ja. Serge Stein? Jo. Nico Welsch? Ja. Gilles Altmann? Ja. Ali Altmaisch? Ja. Avik Back? Ja. Merci. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es darum, für die Indemnitäten von unserem Personal anzupassen, die dann immer verreist bei unserem Mann. Wie? Ah, da los ich dir noch vor. Pardon. Ja. Naja. Oh, der Lilo gewesen. Ah, gut, pardon. Ja, da könntest du herrschen, da kannst du. Gut. Voilà. Ich meine, es hat kurz so gefallen, geht am Anfang Personal, wird serviert bei all unseren Manifestationen. Ich meine, wir haben 2012 haben wir den ja Indemnität ja festgelegt. Demut haben wir ja auch angefordert, dass die Alkeier, was wir schaffen, mal angemeldet gehen. Früher war das alles so ein bisschen improvist immer alles, da das alles geregelt gehen. Und wir haben auch gemerkt, nur 10 Jahre können ein Keier dann hier Indemnität aufpassen. Wir proposiert die Indemnität für 2,19 € Index 100 pro Stunde. Das heißt, das waren an der Zeit 19,60 € beim Index, was war der 891,93. Wir proposieren ob 2,50 € Index 100 Stunden zu gehen. Das heißt, die kommen von 19 auf 19,60 auf 22,47 € die Stunde, was 14% mehr sind für die
10 Jahre Mensch wird das gerechtfertigt dann. Ich muss so, sie machen ein gut Arbeit. Ich bin noch froh, dass wir so Hunde, alle sie brauchen, noch bei allen Hochzeiten oder so, sie sind nicht mehr da. Dafür gebe ich proposieren, dass man das dann hat. Du Alma d'accord sind, Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Georges M. Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Jo, Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. an Ali Altmaisch, an de Vic. Ja, Merci. Und da kommen wir auf den nächsten Punkt, ehe wir dann zum Nora kommen, dann kommen wir dann auch auf den wie für verschiedene Multimedia-Material nach zu kaufen für als Gebäude, als Herstoß. maar ja, den Dan an de Laurent, die hun noch schon frei, mit dürfen wir trotzdem weiter mit der Digitalisation ein bisschen. Und zwar geht es, ich meine, du wie am Dossier gesehen, im Kader von Smart Shutter wollte man dem Gemeinderat an sich proposieren für ein digitales Konferenzsystem, wie wir in Lohai für uns haben, 10 Stationen zu erweitern und noch zusätzlich noch einen Wireless Access Punkt dann dabei zu holen. Das ganz für dann eine Sache von 22.500 Euro. Wo weiter das Equipment am digitalen Zeitalter günstig Sachen gebraucht sind, eben Systeme für Videokonferenzen zu ermöglichen. Gemenge Personal und Politiker helfen sich regelmäßig sogar mit privatem Material. Und ich denke, dass die man alles d'accord sieht, dass man hier etwas müssen erholen. Und dafür steht eben die zweite Position auch auf dem Wieder für Material für Videokonferenzen als dann eben für die Gemeinde zu kaufen. Den dritten und letzten Teil von dem kleinen Devis, das sind 2 LED-Scheinwerfer, die gehen an sich gebraucht, auch für eben eng besser Belichtung können entweder sie auf das am Centre kulturell punktuell auf der Bühne kriegen oder eben noch innen an der Sportsaal, wo ja auch halt mal kulturelle Manifestationen sind. Dazu könnt dann eine Erweiterung vom Mischpult dabei, was eben dann auch am Kontext das von der Belichtung für eben dann mehr Sourcen mit können anzubauen. Das Ganze wird dann eben für 37.000 Euro TTC, wo estimiert das. Und da wollten wir dann eben fragen, ob der d'accord wird, dann das mal da ist mitzustimmen. Merci. Merci Serge, Claude. Ich bin normal d'accord und ich bin noch froh, dass wir die Mikro kaufen, weil wir hier immer die Reunion vom Komitee vom SIAS haben, aber das sind 22 Leute rund dich, plus Sekretär, plus andere Leute. Das ist maybe doppelt so viel, wie wir hier sind. Das geht nicht ohne Mikro. Ne? Und da geht nicht die Freien und so weiter. Und wir sind aber hochfrisch. Und wir sind auch sehr sozial vom SIAS, dass das halt so schön ist. Und dafür ist es doch wichtig, dass wir dann noch anständig equipiert sind. Und das muss halt so ein bisschen improvisiert man. Da muss ja noch daran denken, dass das alle auch immer dann noch richtig präpariert ist. Weil das ist auch dann noch viel Arbeit für die Mikro abzurichten, wenn wir brauchen. So. Merci. Ja, es gibt effektiv, Claude, du siehst, ja mittlerweile große Reunionen, die an unseren Räumlichkeiten stattfinden. Und das sind eben Equipmente, wo es der Haut angewiesen ist. Sie als möchte das zum Beispiel dann nicht, weil wir daheim ein Streaming, wo es dann noch ganz abzeichnen. Aber ich meine, das sind eben alles Sachen, die Haut eben moderne Konferenzen wirklich erleichtern. Muss ich auch so, wenn ihr nicht alles immer alleine geht, das auch nicht der Nähe an von den wirklich viele Reunionen hat, dann rentiert sich mit der Zeit einfach. Wieso muss ich just anständig auf Material aufpassen und dann geht das. Gut, wenn wir mit d'accord sind, gibt man auch darauf stimmen, Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Georges M. Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Jo. Nico Welsch, Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch und Wickback. ja. Merci. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es dann den Don für die Erdbeeren auf. Nora. Merci. Ich war ein bisschen schnell. Also in diesem Punkt geht es, wie gesagt, um die Genehmigung von Don zugunsten von Affa vom schlimmen Erdbeben vom 6. Februar in der Türkei und in Syrien.
Wie dat gewaltigt Erdbeben am Südwesten von der Türkei und am Norden von Syrien 10.000 Affert Leben gekostet hat und nach mehr Verletzter gefordert, soweit zur Zerstörung von ganzen Städten gesorgt hat, ging mir uns Solidarität der traumatisierten Bevölkerung durch einen Don von 10.000 Euro manifestieren. Den Don ging dann zwischen diese verschiedenen Assoziationen abgedeelt gehen, zwischen den Médecins Sans Frontières, der UNICEF Lützeburg, dem Rote Kreuz, Caritas und Care Lützeburg. Ich ging nicht bitten, diesem Don so zuzustimmen. Merci. Scheint auch geht in der kurze Sinn, gibt man da aufstimmen, Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Georges Kaufmann, Ja. Claude Marson, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Anne Wickbach. Ja, Merci. Dann kommen wir auf den letzten Punkt. Voilà, da geht es Schaffen von einem weiteren Posten am Servicetechnik. Ich meine, wir haben immer halt Diskussionen, wenn es um Personal geht. Wir haben aber, nachdem es als Service als da schon eine gute Zeit frohen, haben wir aber dezidiert, heute Abend zu proposieren, für dann nach weiteren Posten am Servicetechnik zu schaffen. Wir haben mal eine Gruppe de Traitement beehnt, dann am Technik 4 gesehen, wird dann ein Techniker soll sein. Die hat den Organigramm eigentlich schon mal auf der Homepage gesagt, die hat ein bisschen gesehen, wie ein Service abgestaltet sind. Da haben wir am Servicetechnik, da ist den Dan Paciotti, den ist responsabel vom Servicetechnik, die wirklich viel mehr koordiniert, den großen Teil von seiner Arbeit, von so auf dem Chantier, wo er an der Koordination von dem Servicetechnik auch muss investieren. Dann haben wir den Schomo Schmisch, der ganz lange zuständig ist für den Chantier, die Infrastrukturchantieren, den erwocht dat ganz Wasser ënnert se schuet, wat wohin Suchtrem kümmern muss, wat relativ viel auch ass fir an Läng, den Misch den Hydrolo Congé parental oder krit ja en Frederwolo Congé parental, der Tisch dann ass de Posten och nemmi ganz besat. Dann hummer den niewen runde Pol, die responsabel ass fir d Gebaier. Ich mein Malke wenn man iwwer Smertschëtter oder so schwätzen, du hast de Pol, dann der Mann den sich mal die Sache kümmert, den auch mat dem Facility Manager NRW den mal als Gebaier kümmert, den auch relativ gut ausgelegt as an der Woche nach Sicherheitsmann ass der Tisch das Pol wann an der Schule oder so Sachen installiert gehen, hier muss immer kontrollieren, ob der doch de Sicherheitsnormen entspricht. Dann hummer den de Claudio Sousa, den hummer de war am Anfang beim Tanja, den hummer de Cedric Dorgestalt am Service Urbanisme, an den Claudio den Aslo beim Dan, dat die stehen lo großen Deel vun de Projekten, wo hier dann noch immer dabei ist, sowohl den Wohnungsbau, den Dörfkehr, den Recyclingcenter, die ganze Komplex, an dann noch der wohnende Schulausbau. Dann wie gesagt, wir dann noch als Servicetechnik als Redakterin, die sie unterstützen. Service Urbanisme ist immer Natanja, wird alle guten die Modifikationen PAG, PHP möchte. Da haben wir den Cedric, den Tipp Tobas an Schmengen, da merkt ihr noch Baugenehmigungen, die Laien, die gehen an einem relativ schnellen Delay, gehen die raus. Hier geht auch permanent durch Dorf, auch kontrollieren, wo gebaut wird, also geht auch auf Chantien. Dat klappt, sind natürlich immer Leute, die noch immer irgendwo sie weekend knivel man nicht kriegen. Wir sind aber schon viel mehr ob der Terrain an das auch so mir so noch die Leute van der Smart van der eng stehe opbrit mat einfach in Deklaration de Travaux, so da ist einfach ich mein Kichen oder ich den Dach nei, ich ändere nicht Dach, mir dass man wisse wat schafft früher gut du war nicht so gefeierlich mehr haut dann schafft die zwei Wunchten aus engem Haus gemerk an dat gesagt kind debause mir hun wirklich viel ich man dem ganze gekontrolliert und die vom Servicetechnik von innen as sowohl vom mich wie auch vom Dana vom Rodrigo war für Mann anzustellen, den wirklich auch kann nach rauskommen, dem ich Kleinsache machen kann, weil so minimal Chantier sie wie Post Kreos, alles was immer schafft, für du überwachen zu gehen.
die sie dann noch gegen unterstützen, den noch de Misch kann ersetzen an dann noch den Dan an Rodrigo van nedig. Es soll schon sinn den eng technisch Ahnung huet, also soll net sinn de juster Platz gucke geht, muss auch fësse wert gemerk ass, dat se noch wie so vu geschwert gët. Propos mir will net séier a regene Posten durchsticksen vir de Wahlen. Propos ass fike dats dat eng immens Zeit dauert. Ichschaft mir haut de Posten, die geht dann an de Minister Landterieur. Da muss ausgeschrieben gehen, dat den für Juni besetzen wir die Posten méi. Wir wollen noch nicht besetzen, wir wollen aber nicht die ganze Zeit verleieren für lo, dass dann von der neue Gemeinderat steht, dann also Juli, August, dem sage ich zu, also nicht die Posten Servicetechnik zu schaffen, das geht immer mehr. Trägt immer mehr weit, und wir wollten nicht proposieren, die Posten zu schaffen, ein bisschen mehr breit auszuschreiben, wir haben das in der Vergangenheit gemacht, und wir wollten noch abschließen für Expeditionären, die Expeditionärskarrieren, auch vielleicht doch eine R2-Karriere, ausschreiben, und dass nur der Gemeinderat dann dezidiert, auf Basis von den Kandidaten, wie die Posten definitiv da soll sein. Wie gesagt, das ist ein Demand von unseren Leuten. Wir merken doch, ich meine, so viel auf der Gemeinde gemacht hat, kein Mensch gesagt. Ich meine, du hast das Digitalisationskonzept gesehen, wo es Technik auch dran sind, all da Chantier, das Chantier mehr, dass man so ein dritte Chantier sind permanent Probleme, die sieht auch hier reklamiert den, da reklamiert den an. Wir mussten uns einfach auch für die Zukunft aufstellen. Dafür proposieren wir, die Posten zu schaffen, wie gesagt, mal genehmigen zu lassen, breit auszuschreiben, und wir werden den nicht besetzen für Juni. Ich meine, nächste Gemeinderat soll den da besetzen. Und wenn den da meint, das wir nicht nötig, dann wird den auch immer freie Hand, das dann nicht zu besetzen. Voilà, sind dazu nach Ummerkungen oder Fragen? Sind wir da alle mit d'accord? Gut. Dann gebe ich so, und da gibt man die Posten halt schärfen. Und da gibt man aber für die Runde stimmen. Serge Eicher, ja. Nora Foggerini, ja. Joch, Jem Kaufmann, ja. Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. und Vic Back. Ja. Gut, da gebe ich euch vielmals Merci so, und da kommen wir auf den letzten Punkt, Question écrite des Conseillers, der hat man kein, aber die mündlich Fragen. Ja, drei Frauen, die erste, dass den öffentlichen Transport hier an der Gemeinde, wir sind ja froh, dass wir so gut angebunden sind, für die Wahl zu fahren. Wir sind in einer gewissen Zeit schon Honorare geändert. Den 324, den ist 12 Minuten mehr frei, ob den Honorare wen los, auf 15 Minuten für aus der Stadt drin. An der Bus hängt noch immer den allen Programm. Und ich habe an der Mobilitätszentrale angerufen, für mich dort zu informieren. Und die haben mir dann gesagt, übrigens war doch schon gewusst, dass sie nicht dafür zuständig sind, dass sie die Gemeinde nur geschrieben haben, für das den Bier mitzudelen. Und ich meine, dass da gesprochen gehen von den vielen Flyer, die er kriegt, den Programm, die Leftprogramm, die man kriegt, und da konnte nicht dran sein, weil das noch ein gewechselt gehen. Dafür würde ich proposieren, dass da noch eine Information am Kaiser gehen mit dem neuen Horaire, weil ich habe selber das mitgemerkt, dass da auf der Kreuzung und die dann Bussen schon ernst waren, wie ich hingegangen sind. Wir für die Leute zu informieren, auch eine kleine Information an den Kaiser heranzugehen, dass das geändert wird, weil ich meine, das nicht ganz bequem lo, wenn dann der Bus passt, weil auch nach den Erlen Horaire an den Häusern hängt, die müsste geändert gehen. Wir wissen, dass du nicht letzte Woche gesagt kriegt, und als Service sind auch am Gang, das müsste laufen, für das zu ersetzen. Ja, früher haben wir immer von der Mobilitätszentrale die Horaire geschickt gekriegt. Sie machen so alle mir einfach. Wir sind immer nicht der RGTR. Das ist von dem Punkt, wo ich so eine Gemeinde kriege, sind wir immer drauf. Das ist natürlich mehr einfach, einen digital Apps zu checken, da guckt, distribuiert in den Bierger. Wir wissen, dass die von unseren Bierger haben auch Bescheid gesagt. Und die stimmt auch. Der Bus zu und der Bus war auch schon fort. Du kommst, die war, die hat ihm gewiesen, ja, nee, so, die vier Dicht. Gut, die nächste. Ein zweite Frage, die schon hier auf Münz, wenn du Münz bis 4. war Haus voll billig, du hast eine große Baugruppe,
die steht ziemlich viel Wasser dran. Und mir hat schon matt gemerkt, weil ja das Sturm war, da waren die Klotte umgeblasen gehen. Ich weiß nicht, wie die Chance da weitergeht. Sollte da vielleicht ein so Sturm kommen, da wird das todgefährlich. Weil ich meine, der Landwirt, wie viel Wasser da drauf steht, und das ist ja aufgesichert. Mit das nicht so aufgesichert, wie wann es viel kommt. Ich wollte nur fragen, wie weit das die Chance da ist. Ja, das Problem ist, dass das nicht nur das Wasser, was da drauf steht, denn den Terrain, den als betraf indirekt von der Faillite Gennaro, und das ist aber so, dass den Terrain, da lebt so manches an der Faillite, das wollen wir in Details diskutieren, aber den Terrain ist aber in eine Immobiliengesellschaft verkauft gehen, und wie bemmelt Wasser, also sicher hast du eng Pumpel gelaf, wat schon net normal war, wo man schon immer gier hunn ich war du schon we lang immer gesagt, du leide man hat die Dinge du war mal han bis mal dat den am Tritt war du an de Grill gelöt huet. An dun huet man der Plänger net geklappt. A wie d'Wasser du der Drachtung du so den neues Leiit natürlich kom gin Wasser pumpel mir gi net op de Chantier, weil mir lo abs pumpelen an den rutscht dem Noppe Haus, dann ist das Gemenge gefummelt. Ich sollte immer etwas machen, guck mal, für mit einem Expert Platz zu gehen. Wir waren mit einem Expert, den Cedric hat das gemacht, hier mit einem Expert Platz. Den hat gesagt, den hat Propos gemacht, da wir ein paar Bohrungen machen. Das kann Gemenge nicht bezahlen. Guck mal, mit dem Kurator. Und der Kurator hat gesagt, voilà, das ist von einer anderen Immobilienfirma, den ist ein anderer Proprietär. An de Cedric hat Manger den dünchten hat den Mensch hat mat dem Rendevous op der Platz fir der Silo gucken, weil das immens gei aufgebuscht de Plastikgas lass an die nopech Terra, das immens gefeierlich. Wir können einfach d Wasser auspomple go an auch sie muss bewusst sie wann du so ein Wasser drauf steht der Tisch die muss wahrscheinlich kein Notterraieren, weil die Bude man opgewicht, du kannst schon einfach drauf bauen. Also mir dat lebt mehr den Opa hat doch direkt geschrieben mir dem auch gesot haben wir sind am Gang mir hun alles am Meer. Ich will net so am Griff mehr mehr kleft aber fir dat stabilisieren an schmengen die Firma doch direkt gesot an neue fir do direkt dat kleft. Okay, den dritte Punkt, wo ich wollte ganz kurz fragen, du hast am Anlauf vom roten Punkt geschwert beim Football der 5 Jahre und halb, da sind wir froh, dass der rote Punkt auch steht. Mir wäre wohl interessant, dass der Football mit Rabbit zu gehen an Planung, weil du musst ja dementsprechend, wenn das Gift gemerkt gehen, wie die dann den Auflauf da um Terra ist, wir später dann noch vielleicht den Football zu informieren, wie dann da weitergeht. Ich meine, Football ist im letzten Stand von der Planung. Wir haben das am Fußball ausgeschafft, das Projekt wie du hast, haben wir am Football ausgeschafft. Wir hatten ja die Diskussion darüber, die Dinge für die Büffer zu machen, also war ein Propos vom Architekten, haben wir keine Reunion. Wir haben noch gesagt, wir werden am Laufe vom Chantier, wir werden mal hinten gucken, wie das dann, ob das genauso funktioniert. Ich meine, Fußball war heim, wir waren sehen, dass sie mit den Plänen d'accord sind. Da ist Baugenehmigung, ich meine, an der Baugenehmigung, also egal, ob der Frigo links oder rechts stehen könnt, geht. Ja, aber das ist ja Baugenehmigung schon nicht mit dem Timing zu dienen. Ich meine, wir müssen ja mal eine Ausschreibung machen und da muss ich dann gucken, was sind die Lehren und da setzen wir es beim Fußball zu. Also wir waren immer mit dem Fußball in Kontakt, also wirklich nicht, dass wir etwas mal machen, was nicht der Fußball, wo der Fußball nicht am Kontakt hat. Du siehst nicht, das ist aber so. Ich meine, der Präsident war hier und von anderen Vertreter vom Fußball, wir hatten Reunionen mit unseren Leuten, mit dem Architekt. Gut, ich meine, es wird über den Timing zu diskutieren, wenn es nicht weiß, wie das kriegt. Also der Fußball als matt, aber der Fußball behauptet wir nicht so. Dann, also man mir wird geschwert vom Fußball, der rote Punkt hängt. Ich meine, wir mussten eine Baugenehmigung fragen, immer eine Ausschreibung machen, da laufen ja auch die Läden Kuren, dafür ist das ausgehängt. Und früher hat gemeint, das gut nicht gemacht, das macht man ja alles selon die Regeln und nicht selon die Regeln laut Gesetz. Und, also für mich ist der Fußball da informiert, dann, wie gesagt, von der Fußball Probleme sonst bei uns melden. Mit dem Timing, das können alles, und wir werden das auch gesagt, wenn das angeht, wenn wir noch also so eine Gruppe machen, wo der Fußball, die werden noch immer mal auf dem Chantier sind, vom Fußball, wir werden das nicht ohne sie machen, weil das ist dabei für sie. Und schon für die gesagt, wir haben einen kleineren Tag, weil wir wirklich schnell analysiert haben, werden wir mit einfachen Mitteln, aber energetisch noch zu verbessern ist.
weil man Maximum wollte machen, mit mir eine Woche von der Energieagenz gesagt kriegt, von der Energieagenz, mir auf jeden Fall bestätigt kriegt, dass die Projekte nicht müssen A++ sind, die 4 und 3 Jahre angefangen sind, weil ich meine, das ist nicht der einzige Gebäude, wo schon 5 Jahre Planungen laufen, wo ich nicht alles kann festgehen. Übrigens, damit ich so nach im Radio gesagt, dass das neue Gebäude wird Axel oder opricht, das ja auch nicht mehr klassisch ist, nicht wie viel gesagt von der Diskussion. Gut. Ich hätte schon froh, die dritte Frau, die noch gestaltet wird. Ist die am Kader als Conseiller Jean-Pierre Kaufmann gestaltet oder als Member vom Komitee vom FC Minsberg? Die Frau hat gestaltet als Member vom Gemeinderat. Und das, wenn ich da irgendwas in die Sachen, dann als das mit denen Hänger zu fahren. Und da kenne ich von mir mehr die Antworten, die korrekt sind. Und da wird das nicht am Bild. Ich weiß nicht, auf was du den Vorbild zu mich stellen. Das war einfach ein Froh, die ich gestaltet habe. Gut. Serge, so du. Ja, ich bin genau froh mit dem, was du am Aller gesagt hast, über die Concasseur, weil ich meine, das wird aber verschiedene Frohen, ob ich weiß nicht, die drin, das schnell gemacht hat, das ist ja wirklich enorm Comedy, noch da, wo Leute über dem Daldo wird das ja schön rüberschalen, ob die mehr weit nicht mehr wie alle Schritte. Wie du genau die Regeln sind, weil ich meine, wird bestimmt durch die andere Reklamation kommen, wenn da bis am Rollen ist. Was sind die Regeln, wenn die den Betriebe gehen oder nicht? Hast du festgelöst, gilt du das von 7 bis also von 10 bis 7, das muss richtig sein, oder ist das wie bei den Mähmaschinen? Wie sind die Regeln, die da geregelt sind? Und hast auch vorgesehen, dass der Kamel die Pegel gemusst wird oder kontrolliert wird, sind die Kontrolle vorgesehen? Wie der Anzahl? Ja, also das ist so, die Konkasse, die müssen von der ITM autorisiert sein. Und wir werden noch gucken, wann das das nicht alles an dem Losschweg gelaufen, das war ein Entrepreneur, den Zilo gebaut hat. Den hat der Konkasse da hingesagt, mit dem könnt ihr fort, also könnt ihr neue Konkasse für den dritte Projekt. Und da werden wir auch gucken, dass das angehalten wird, weil du hast recht, wird noch mehr weiter auf. Den anderen hatte ich schon oft hören, wenn in der Zeit war, das hat gehummert den ganzen Tag. Und wir werden da auch gucken, dass die Themen Platz können, und dass die, da sind Mesuren, da sind schon Vorgaben, und da musst du vielleicht etwas rundherum machen, weil das schon nicht nur ein 2D ist, wie das da läuft, wenn ihnen mal gesagt wird, da leid. Nicht das den alle Nacht, die läuft. Ich meine, die nur, als die fort. Aber ja, dann ist die voll. Ja, an den neuen Decken, weil wir hatten bei den Malen noch Dinge gefroht. Hast du den neu gelaufen? Den neuen? Okay, da muss man dann ein Kehr. Nee, das. Nee, ich meine, wir hatten lange Diskussionen noch mit dem Proprietär da. Die andere Seite so immer Circle Economy benutzt, die alle Gebäude, da sehen Gebäude, also eine Rue Village aufgegraben, gehen so man einen Traktor, wo ich nicht gefeuert, aber ich gehe dir auch recht am See, da besonders Samstag, halt oder nervt das, wenn da die ganzen Tag da die Konkasse lebt, dann gerade Samstag schaffe es dann noch nach da. Da muss ich vielleicht dann mal einen Proprietär schwätzen, dass dann da einfach ein bisschen auf die anderen Leute aus dem Dorf Rücksicht hat. Ja, wir lassen sie schaffen, aber gut, Serge. Da wollte ich genug von den Dezember war ausgeschrieben noch Appartement vis-à-vis. Ich meine, du war den 16. Dezember, wo wir da sind, also wie viele Demands rankommen sind, und wie man das auf den Jour kriegt, für den Choix zu validieren, wie das schon darum dauert, bis die Karabeln wo wir da drin sind. Also am März könnt ihr noch die Jour, aber was der Band noch geht, da muss ich noch erfreuen. 12 Stück, ja. Voilà. Ein Dossier. Das läuft, aber das könnte nächste Note schon machen. Gut, war sonst kein Frohe sehen, Robby? Nein, ich habe keine Antwort mehr. Ich bin am Einlauf nur gelauscht, von meinem Froh aus der Beantwortung. Ich will das dir nicht was fragen. Die von erklären, ne? Ah, okay, das ist gut. Gut. Na ja, dann gebe ich euch vielmals Merci so an einen schönen Abend danach. Wie gesagt, Michael, als aus.